Arratsalde on deizuela guztioi, arratsaldeko tartari ekingo diogu, goizez aritu garen bezalaxe, eta biharko egunan ere, hala segituko dugu, gaur, Donostiako kursal honetan, izan ere, hizkuntzen irabaziaren foroaren baitan, 17 hizkuntzari buruz ari gara, baina guztiek balio amankomunak dituzte, balio erantsi hori, jardun ekonomikoan, berrikuntzan, adimen artifizialean, gako ugari jaso ditugu goizean zehar, eta arratsaldean ere horretan segituko dugu. Eta arratsalde honetan gainera esango dizuegu, segidan zeintzuk izango ditugun hizlari, eta moderatzaile lanetan gainera arituko den Iba del Penses, Fuen elkarteko idazkari orokorra bera, txalo bero bat, mesedez. Josu Gualiño, .eus fundazioko zuzendaria, arratsaldeon. Peter Bresan, Sorabiarren digitalizazio arduraduna, arratsaldeon. Eta Roger Serrapuig, .cat fundazioko zuzendari orokorra, akatsen bat egin dut, beraz zuzenduko dugu, ondo azalduko da, beraz akatsak zuzenduta, segide ezagun beraz, eta hitza zuena, Iba, zuzara moderatzaile, aurrera mesedez, eskerrik asko. Thank you. Okay. Thank you. So now we are in the second point from this day after the lunch and good wine, so hope. And I think we will have also a nice time at the end of these days. Yes, the topic of the panel is the added value of multilingualism in the digital environment. Digitalization creates opportunity to get visibility for minorities and minority languages, as well as to communicate the language and culture to a large number of people. And the question is now today, I think, how do minorities and minority languages use this opportunity, and what is the added value in this topic? So we have invited two experts to present their projects. I welcome here Josu Gualiño, Peter Bresan, and Seda Akbulut. And now we have 15 minutes pro presentations to show the experience and introduce the project that you are working on. And at first, I would like to ask you, Ms. Gualiño, to present your project and maybe to the person. Sure. Yes, you are director of the foundation Pontu.eus, the top-level domain of promoting best culture and language online. He is also a member of the Digital Environment Working Group with the Advisory Council on the Basque Language of the Basque Government. And in addition to many other activities, are you also founder of a company in linguistic engineering? And if I'm correct, you presented now also this foundation, and then the floor is, I think, yours to present the project. Thank you. Okay, thank you, Eva. Thank you so much. Entzuter zait, bai? Vale, bueno, arratsalde on guztioi, nire saioan, Ebak aurkeztu nuen bezala, ni .eus fundazioko zuzendaria naiz, .eus domeinua, .eus fundazioak .eus domeinua kudeatzen du, Euskal Herrian Euskal komunitatea ordezkatzen duen domeinua da, bai? Guk esaten dugu .eusek nolabait Euskal nortasun digitala adierazten duela, Euskara eta Euskal kultura online ordezkatzen du. Ni gaur ez nator .eusi buruz hitz egitea, baina .eusen egiten ditugun lanen artean, bai dago parte bat Euskaren estrategia digitalera zuzenduta. Gure kezka, gure nahia bai da Euskaren estrategia digitala garatzea. Azkenian, .eus beraren izaren parte delako, Euskal Herrian gertatzen ari den transformazio digitalean Euskarak oinarria izatea, Euskaratik garatzea transformazio digital hori. Orduan, gaurkoan kontatuko dizuedan, 10-15 minutu ditugunez, ezin dizuet Euskaren estrategia digitala kontatu, ez digu horretarako ematen, baina bai pixka borrotxa handiarekin bai kontatu nahi dizuet, zein izan da Euskaren estrategia digitalak izan duen garapena urte gauetan, pixka non gauden orain Euskaren digitalizazioen ikuspegitik, eta etorkizunera begira, gako batzuk edo aipatu nahi nituzke.
pixkat, euskararekin zer egin dugun orain arte argazki orokor bat ikusteagatik, bale? Zein izan da euskararen garapen digitalaren argazki orokorra. Bueno, nik esango nuke euskararen garapen digitalean 3 zutabe nagusi izan ditugula. Tresnak eta baliabideen garapena izan dela batetikan, bigarrena edukien garapena eta hirugarrena hizkuntza teknologiak. Gaur goizean ja horretaz ere hitz egin da. Eta hau guztia eginda batez ere Euskal Herrian bi eragile nagusien eskutikan. Bat komunitatea, euskararen komunitatea, horren inguruan dauden eragileak, gaur batzuk agertu dira, eta bestea erakunde publikoak. Erakunde publikoek hor ere egin duten sustengu eta estrategia garapen propio batekin, ezta? Aipatzeagatikan bakoitzean giltzarri diren elementuak. Tresna eta baliabideen aldetikan aurreko menderaino joango nitzateke, eta esan ja aurreko menderen amaieran egin zirela hemen euskarak behar zituen software nagusien itzulpen, lokalizazio, Windows, Office, Linux, horrelako tresnen lokalizazio lanetaz aritu ginen. Komunitatean, software librearen komunitate indartsu bat egonda eta dago oraindik ere, eta horren inguruan ere garatu dira tresnak. Tresna propioak garatu dira, horrek ekarri du euskarak bere garapenean behar duen elementu digital asko eskuragarri izatea. Edukien aldetikan bestein beste, komunitate aktibo bat egon da, garai batean blogosfera abiatu zenean, euskarazko blogosfera, nahiz eta komunitate txiki bat izan, oso aktiboa izan zen, eta ondoren hainbat eta hainbat arlotan garatzen joan da. Izan dira hiztegiak, izan dira gaur egun ditugun hizkuntza teknologiak garatzeko behar ditugun edukiak, azpimarratzeagatikan momentu honetan oso aktibo den proiektuak esaterako Wikipediak, euskarazko Wikipediak presentzia handia dauka eta mundu mailako Wikipedia nagusien artean kokatu da, edo streaming alorrean ere ETBek abiatu duen primeran plataforma bezalako proiektuak, ez? Eta hizkuntza teknologiak. Hizkuntza teknologiak ere, zorionez, Euskal Herriko Unibertsitatean eta ISA taldeak 80ko hamarkadan ja hasi ziren horretan lanean, eta horrek ekarri du, garai hartan, Xuxen zuzentzaileatik abiatu zena, gaur egun hizkuntza teknologien panorama oso zabala izatea, eta, elatxa edo gaur, Eluiarren eta hemen aurkeztun dian proiektuak bezelataraino iristea, ez? Beraz, zutabe horretan eginda lana, eta estrategia egonda horren atzean ere bai. Jaurlaritzak bultzatu ditu Euskaren Aholku Batzordetik eta Hizkuntza Politika Departamentutik bultzatu dira hainbat gomendio estrategia lerro. Hemen jarri dizkizuet batzuk, oraintxe datozen urteetara begira da ona lanbidean dago, baina nik bai hemen aipatuko nuke, nire ustez bi hutsune eta gero ere errepikatuko dut hau. Naiz eta Jaurlaritzak hemen lan handi bat egin duen estrategia digitalaren garapenean, faltatu da gidaritza bateratu bat zentzu batean, eta da Jaurlaritzak estrategia digital bat dauka, baina gero hizkuntza politikak bere estrategia digital propio dauka. Eta hezkuntzak daka estrategia digitala eta osasungintzak daka estrategia digitala. Falta da, nolabait goitik berako estrategia digital bat, eta bertan euskarak izan beharko luke gune zentrala, ezta? Eta zoritxarrez, euskararen errealitateari erantzuten dion estrategia bat lurraldetasun ikuspegitik ere bai. Azkenean Jaurlaritzak autonomia erkidegoari erantzuten diolako, eta euskararen lurraldea komunitate eta lurralde desberdinetan banatzen delako, ez? Hor daukagu Nafarroa eta hor daukagu iparraldea. Beraz, behar dugu horrelako ikuspegi zabal bat. Honaino iritsi gea, nun gauden? Honek eramaten gaitu adibidez, euskararen presentzia hau izatera. Puntueusen egiten dugun lanetako bat bai da euskararen azterketa digitala, Puntueus behatokia izeneko proiektua daukagu, eta Puntueus behatokiaren bidez neurtzen dugu zein dan euskararen osasun digitala online. Euskal Herrian publikatutako webgune guztiak arakatzen ditugu, eta hor ikusten dugu adibidez Euskal Herrian publikatutako webgunetatik 14% daukala euskarazko edukiren bat. Hau baloratu daiteke ondo edo gaizki. Antzeko kopurua esan daiteke dela euskararen erabilera kalean, hor dituzue datuak. Asko sobe izan ziteken, dudarikan gabe, eta hori da Puntueusen zereginetako bat, baina bestalde
begiratzen badugu eskubiko grafika, ni gehiago kezkatzen nagoen faktore bada, eta da BB-ko marrazkia, nabigatzaile euskaraz duten gailuak. Hau da, euskarazko edukia 14% edo gehiago jarri dezakegu sarean, baina gero euskarazko gailuak erabiltzen dituzten erabiltzaileak, edo nabigatzaile euskaraz dutenak, edo mugikorra euskaraz duten erabiltzaileak Euskal Herrian, erabiltzaileen 4% bakarrik da, ezta? Horrek esan nahi du, falta zaigula konpromiso bat erabiltzaileen aldetikan, gero benetan, sortzen ditugun tresna eta eduki horiek konsumitzeko. Eta norantz goaz, momentu honetan, bueno, askotan erabili dudan esaldi bat ekarriko dut, Andras Kornai ezaguna da. Andras Kornaik esan zuen duela urte batzuk bere ikerketa batean, hizkuntza gutxituak edo hizkuntza bat interneten ez badago desagertu egingo dela. Hau badira urte batzuk ikerketa batera zula eta hizkuntzen 95% interneten ez dagoenez edo ez zegoenez desagertzeko arriskuan zegoela. Niko ni buelta bat emango nioke eta ona iritsiko nintzateke. Gaur egun ja interneti buruz ez dugu hitz egiten. Hitz egiten dugu ingurune digitalaz. Inguruneak digitalki inguratuta gaudelako. Eta gure etxean, gure autoekin, gure gailuekin, hizkuntza naturalean hitz egiten dugulako, gero eta gehiago. Eta gailuek beraien artean hizkuntza dutelako komunikabide. Beraz, ja ez garari esaten hizkuntza bat interneten egotea nahikoa dela, hizkuntza bat egon behar da, adimen digital horretan gaituta, benetan etorkizun bat izango badu. Nola egin dezakegun? Bueno, 6 ideia bota nahi ditut nik hemen, ez da baidarako. Gero, ingurua baldin badakagu, aukera bezala. Eta 6 ideia hauen bidez, pixkat esperientziatik zer ikasi dugun eta zer izan daiteken. Lehen aipatu dut, lehenengoan etzat ezinbestekoa komunitatearen konpromisoa da. Euskal Herrian esaterako, Euskararen komunitatea oso aktiboa izan da, eta hori izan da gakoetako bat Euskararen garapen digitala arrakastatsua izateko. Bigarrena, eta horrekin lotuta baita ere, lankidetza estrategia bat. Komunitateak bere kasa ezin du ezer egin. Lankidetza bat behar da, komunitatea, erakunde publikoak eta erabiltzaileekin. Azkenean, lehen esan dakoa. Behar da, erakunde garatutako estrategia digital bat, eta behar da, erabiltzaileek ere konpromiso bat izatea, hor parte izateko eta komunitate eta erakunde garatutakoa erabiltzeko. Erabiltzaileen konpromisoa, tresnak, baliabideak, edukiak sortuko ditugu, baina erabiltzaileak ez baituzte erabiltzen alperrik ari gara, dudarikan gabe. Behar dugu goitik berako estrategia digital oso bat, erakundek markatu behar dute estrategia digital oso bat, eta hizkuntza izan behar da estrategia digital horren erdigunean kukatzen dena. Horrek markatuko du pauta orokorra. Bitartekaritza digitala, hau da, multinazionalak gaude ingurune digitalean. Multinazionalekin hitz egin behar da, norbaitek hartu behar du rol hori eta lidergo hori, baina ez bakarrikan multinazionalekin, baita etxe barruan ere bai. Hau da, lortu behar dugu hemen etxe barruan, gure lurraldean dauden eragile desberdinek konpromisoa garatzea, harremanak lantzea eta horretarako bitartekaritza bat behar da. Eta azkenik, eta nire ustez momentu honetan, adimen artifiziala zainbeste hitz egiten denean, nik adimen artifizialaz baino gehiago, adimen kolektiboaz edo ezagutza kolektiboaz hitz egingo nuke. Hau da, adimen artifiziala gaur ikusi dugu, garrantzitsua da, funtsezkoa da, eta etengabe garatzen ari den zerbait da, oso azkar dijoa, guretzat oso zaila da abiadura berdinean mantentzea. Adimen artifiziala ChatGPTek, tresna hauek euskaraz egiten dute eta egingo dute. Nire kezka da, adimen artifizial hori garatzeko, azkenean adimen kolektiboa edo gure ezagutza kolektiboan oinarritzen da. Hauek datuetan oinarritzen dira, gaur ikusi dugu, ez dakiz eman milioi hitzeko datuak behar dituzte, eta datuen ezagutza horretan guk ezarritako ezagutza behar dugu. Zergatik, behar dugulako adimen artifizial horrek gure kasuan behintzat euskal ikuspegia ematea. Hau da, gazte batek institutoko lan bat plagiatzeko ChatGPT-riz laguntza eskatu behar dionean, behar duguna da ChatGPT-ek euskaraz egitea baino gehiago, euskaraz eta gaina euskal ikuspegitikan egitea.
edukia. Gai izatea euskal ikuspegia emateko lantzen duen eduki horretarako adimen kolektiboan oinarritu behar gara. Hoiek pixka bat argazki orokorra, zer izan garan eta nun gauden eta ideia batzuk. Mila esker. Thank you, Mr. Valigno. Und ich wechsle jetzt in die deutsche Sprache. Die nächste Präsentation ist von Peter Brezan. Er ist Referent für wirtschaftliche und infrastrukturelle Angelegenheiten bei der Domowina, der Dachverband der sorbischen Vereine mit Sitz in Bautzen in Deutschland. Herr Brezan ist selber Angehöriger der sorbischen Volksgruppe in Deutschland und neben seiner Tätigkeiten im regionalen Planungsverband Oberlausitz-Niederlausitz ist er auch Vorsitzender des sorbischen Kulturtourismus e.V. Und heute wird Herr Brezan über das sorbische Digitalisierungskonzept anhand eines Beispiels sprechen und diese uns vorstellen. Du kannst gerne beginnen, danke schön. Vielen Dank, ja. Ein Mehrwert für jede Sprache sind die Sprachräume. Für uns als sorbische Volk, eine Non-Kin-State-Minderheit, ist es umso wichtiger, dass wir diese Sprachräume auch schaffen, weil sie sind für uns überlebenswichtig. Wir haben uns selber ein Ziel gesetzt, wir möchten gerne bis 2038 100.000 sorbischsprachige Menschen haben, 100.000 Sprecher. Und das ist nur möglich, wenn wir wirklich neben den analogen Angeboten auch digitale Angebote schaffen. 100.000, das bedeutet, wir müssen die aktuelle Zahl verdreifachen. Das ist natürlich sehr sportlich. Für die digitalen Angebote hat die Stiftung für das sorbische Volk ein Digitalkonzept entwickelt in den letzten Jahren. Und das, was ihr hier seht, das ist eine Mindmap, die als Grundlage dient. Die ganze Konzeption, die ist auf Wikipedia für alle verfügbar. Wir möchten auch ganz gerne, dass ihr auch damit arbeitet. Jede Minderheit kann das für sich nutzen, kann das auf seine Sprache umfunktionieren. Und wir wollen auch ganz gerne Inputs kriegen, dass wir dieses Konzept weiterentwickeln, für jeden ideal darstellen. Das, was ihr hier seht, das sind die 11 Hauptthemenbereiche, die wir für uns festgelegt haben. Und neben diesen Hauptthemenbereichen gibt es dann diese Unterbereiche. Und wenn ich jetzt hier weiterklicke, dann seht ihr, man kann jeden Themenbereich kann man noch einmal unterfiltern. Das heißt, zum Beispiel oben seht ihr die digitale Sprache. Wir haben eine Analyse geführt für jeden Beispiel. Was soll erreicht werden, dass wir mit einer englischen Sprache gleichgestellt sind? Der nächste Punkt, welchen Standard haben wir aktuell und was soll gemacht werden, dass die ganzen Ziele erreicht werden? Was fehlt uns alles noch? Und das ist, für diesen ganzen Bereich wurde diese Analyse durchgeführt. Also die ganze Konzeption befasst 96 Seiten, also da könnt ihr euch sehr gerne auch reinarbeiten. Und wenn man sogar noch weiterklickt, seht ihr dann einzelne Beispiele. Plus, wie man diese am besten umsetzen kann. Womit man einfach am einfachsten anfangen kann, wo ihr auch damit anfangen könnt, das ist, dass man die internationalen Standards mit eurer Sprache ausfüllt. Wir haben vormittags auch schon gehört, wenn man die ISO-Standards oder die Unicode-Standards auf den Open-Source-Datenbanken ausfüllt mit unserer Sprache, hat Microsoft auch die Möglichkeit, unsere eigene Sprache auf dem Smartphone oder auf dem Laptop darzustellen. Das heißt, wir können die Zeit sehen, die Wochentage, ja selbst Emojis kann man dann mit unserer Sprache ausfüllen und anzeigen lassen. Das ist so ein Bereich, was jeder sofort machen kann und auch sofort umsetzen kann. Das, was etwas umfangreicher und auch anstrengender ist, das sind die Sprachressourcen, die digitalen Sprachressourcen. Zum Beispiel sowas haben wir auch heute schon vormittags gesehen, wenn man möchte, dass Texte zum Beispiel in einer englischen oder deutschen Sprache in Sorbische übersetzt werden. Wir haben sogar noch die Herausforderung, dass wir 2 sorbische Sprachen haben. Wir haben Obersorbisch und Niedersorbisch. Und diese Datenbanken müssen gefüttert werden. Wir haben dazu ein Tool entwickelt, dass wir, hier unten seht ihr das, dass jede Person, die Texte übersetzen lässt, diese auch gleich spenden kann, dass man automatisch diese Datenbanken auch füttern kann. Plus unser sorbisches Institut arbeitet auch ganz aktiv daran, die künstliche Intelligenz so zu entwickeln, dass sie automatisch die Datenbanken füttert. 2 große Probleme haben wir dabei. Das eine ist, die meisten Texte, die hier gefüttert werden, sind in der deutschen Sprache und die deutsche Sprache ist etwas komplizierter zur sorbischen Sprache. Sie ist sehr verschachtelt.
Das heißt, die Texte sind noch nicht alle perfekt, aber wir sind dabei, diese weiterzuentwickeln. Und die zweite große Problematik, die wir auch haben, sind die Beamtensprache. Wir werden sehr oft auch von den Behörden angesprochen, ob wir vielleicht diese Texte in Behördensprache übersetzen können. Und wenn Sie das hier bei Sotra-App reingeben in unser Programm, ergibt es keinen Sinn. Und jetzt stehen wir vor der großen Herausforderung, wie füttern wir unsere künstliche Intelligenz? Wir haben die eine Möglichkeit, das, was wir bislang gemacht haben, die künstliche Intelligenz mit der sorbischen Sprache normal zu füttern. Das hat den Vorteil, dass die ganzen Texte, die übersetzt werden, auch von allen genutzt werden. Wenn wir in die Beamtensprache umswitchen würden, dann hätten wir das Problem, dass die künstliche Intelligenz sich an diese Sprache gewöhnen würde und die würde auch die normalen Sprachen oder die normalen Texte auch in die Beamtensprache übersetzen. Und das ist natürlich das, was wir nicht wollen. Deswegen unser Ziel ist es eher, die künstliche Intelligenz mit den normalen Texten zu füttern, so dass die Sprache verständlich ist und von allen genutzt wird. Und die Beamtentexte, wenn ich das jetzt so nennen darf, die werden manuell von Hand übersetzt und vom Menschen halt noch korrigiert. Genau, ich würde hier nochmal ganz kurz zurückgehen. Themenbereiche, mit denen wir uns auch beschäftigen, das sind digitale Sprachkurse. Wie können wir auch digitale Programme schaffen, dass die Menschen die Sprache sich aneignen können bis zu einem B-Level, dass sie dann auch die Prüfung dort dann ablegen können. Aber wir haben in diesem Digitalkonzept auch unsere Kultur mit inbegriffen. Wir haben ein Kulturarchiv, wo Musik gespeichert wird, was vor allen Dingen auch von der jüngeren Generation genutzt wird. Texte, Bilder, also eine riesengroße Datenbank, ein Kulturarchiv, der von vielen auch genutzt wird. Und wir haben aber auch Konzepte entwickelt, das seht ihr dann hier eher auf der linken Seite, wie man die sorbische Sprache in den Alltag übernehmen kann. Für viele ist es selbstverständlich, aber für uns wäre es auch oder ist es auch wichtig, dass wir zum Beispiel am Bankautomaten die sorbische Sprache auswählen können, dass wir auch, wenn wir unser Auto parken, an einer Parkuhr die sorbische Sprache auswählen können. Andere Beispiele sind der öffentliche Personennahverkehr. Es soll selbstverständlich sein, wenn ich in meinem Siedlungsgebiet mit öffentlichem Personennahverkehr unterwegs bin, dass die Ansprachen und Anzeigen dann in meiner jeweiligen Sprache auch stattfinden. Und das haben wir hiermit eingearbeitet und auch die ganzen Analysen durchgeführt, was alles von unserer Seite geschehen soll, damit das auch schnellstmöglich umgesetzt wird. Aber auch einfache Beispiele, wir haben ja auch gerade im Vortrag gehört, wie die Navigation, wenn ich mit meinem Auto fahre, dass mich mein Navigationsgerät in meiner Sprache anspricht. Die großen Herausforderungen, die wir haben, das ist zum einen natürlich die finanzielle und personelle Ressource. Das nächste ist die Schulung von den Nutzern. Wir müssen unsere Mitbürger auch dazu bringen, dass sie die ganzen Ressourcen, die zur Verfügung gestellt werden, dass sie die auch nutzen und dass sie auch weiterhin die künstliche Intelligenz auch füttern, dass sie sich weiterentwickeln kann. Ein weiteres großes Problem ist das Marketing. Unsere Nutzer oder ja, die Mitmenschen, die sind mittlerweile daran gewöhnt, die deutschen Oberflächen zu nutzen und es ist für sie auch eine große Umstellung, dann die sorbischen Oberflächen zu nutzen, weil sie vielleicht einige Begriffe nicht kennen oder weil es für sie umständlich ist. Das größte Problem, was wir natürlich auch haben, die Hardware. Es gibt keine sorbische Tastatur. Wir müssen mit Handgriffen die Buchstaben, die Diakritik für diese einzelnen Buchstaben zusätzlich hinzufügen. Und das ist für viele auch eine Barriere. Deswegen bei uns wird nicht nur die digitale Welt mitgedacht, sondern auch die Hardware, die dazu genutzt wird. Und auch da müssen wir schauen, wie wir das weiterentwickeln können, dass wir dann in Zukunft auch in unserer Sprache dann die Texte auch schneller und besser schreiben können. Und das größte Problem ist die mangelnde Kooperationsbereitschaft mit den großen Tech-Konzernen, mit Microsoft, Google oder Meta. Wir sind da in Gesprächen, aber sind momentan noch nicht lukrativ genug für diese großen Konzerne. Und da ist vielleicht auch eine Bitte und ich hoffe, dass es vielleicht hier auch einen Anschub geben kann bei dieser Konferenz, dass wir uns als Sprachen zusammentun, dass wir vielleicht als FUN das gemeinsam organisieren und gemeinsam vor diese großen Technikkonzerne treten und sagen, für uns ist es wichtig, wir brauchen das. Wir müssen auch die Sprachen unterstützen, die Vielfalt, die es hier auf der Welt gibt.
Ich habe noch mal ein paar praktische Beispiele gebracht. Das habt ihr vorhin gerade gesehen. Das ist die Datenbank, um normale Texte zu übersetzen, hauptsächlich jetzt aus der deutschen Sprache in die obersorbische, niedersorbische Sprache. Auch untereinander zwischen den Sprachen ist es möglich. Was wir auch haben, ist zum Beispiel Bing. Wir können mit Microsoft Bing mein Smartphone kann ich über einen englischen Text halten oder einen spanischen Text und kann das gleich ins Obersorbische übersetzen. Also die Möglichkeiten gibt es. Andersrum funktioniert es leider noch nicht. Das müssen wir noch hinbekommen. Hier habe ich bewusst jetzt mal einige Fehler eingebaut, damit ihr seht, also wir haben es auch hingekriegt, dass die Oberflächen, das wurde aber alles manuell eingefüttert. Sozusagen aus unserer Datenbank haben wir die Oberflächen gefüttert, dass wir eine automatische Rechtschreibkorrektur haben. Viele Menschen, die im Alltag mit Microsoft Office arbeiten, haben hier die Möglichkeiten, dann einfach auch die sorbische Sprache einzustellen und ihre Texte schnellstmöglich kontrollieren zu lassen auf Rechtschreibung. Eine große Hilfe. Dann haben wir eine Datenbank erstellt, DigiSerp nennt die sich, wo wir die ganzen Anwendungsbeispiele mit erwähnt haben für die Nutzer, dass die wissen, wie kann ich mein Smartphone einstellen, dass es auch sorbische Sprachen erkennt. Wie kann ich Windows einstellen oder Firefox einstellen, dass ich automatisch diese ganzen Oberflächen habe. Und das ist auch wichtig, also nicht nur die Angebote schaffen, sondern auch sich um das Marketing kümmern, beziehungsweise auch die Nutzer dazu zu bringen, dass er das alles nutzt. Auch die junge Generation versuchen wir mitzunehmen. Es wurden Smileys entwickelt und wenn man jetzt bei WhatsApp zum Beispiel Lachen eingibt, dann wird er automatisch die sorbischen Smileys anzeigen. Dass man die junge Generation die Kultur beibringt, beziehungsweise auch die Sprache beibringt. Hallo? Ja, gut. Hier auf der rechten Seite seht ihr zum Beispiel ein ganz aktuelles Projekt vom Sorbischen Institut. Die beschäftigen sich sehr intensiv auch mit der Technologie Vorlesefunktionen von Texten. Also dass man sich auch die niedersorbische Sprache oder obersorbische Sprache anhand dieser digitalen Angebote beibringen kann. Das ist gerade für Lernende ist es sehr von Vorteil. Ja, und auch in der digitalen Welt sind die religiösen Angebote angekommen. Seit Corona haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass wir nicht nur einen Livestream haben vom Gottesdienst, was vor allen Dingen auch von den Sorben außerhalb der Lausitz genutzt wird, weil sie dort die Sprachräume haben. Die haben die Möglichkeit, die sorbische Sprache zu hören. Wir haben es auch geschafft in den letzten Monaten, dass der Computer diese Sprache erkennt und automatisch unten dann in sorbische Sprache die Texte hinzufügt. Modelmisser, ich weiß nicht, ob Sie das erkennen. Lasset uns beten. Also der Computer schreibt gleich die Texte mit darunter. Und das ist gerade für die ältere Generation ist es auch von Vorteil, wenn man das vielleicht nicht mehr so gut hören kann, dass man es wenigstens auch noch mitlesen kann. Und solche Angebote ist es wichtig, dass man es schafft, damit wir noch mehr Sprachräume schaffen. Ja, in der Hoffnung, dass wir in Zukunft solche Bilder haben, dass die jüngere Generation unsere digitalen Angebote nutzt und die Sprache auch weiterhin lebt. Vielen Dank. Dankeschön, Peter. And the last presentation in this panel is about benefits of language industry in the economy. Our next speaker is from Turkey, Ms. Seda Akbulut. Welcome. And the floor is yours. And only short to your person. Ms. Akbulut is working as employee for the ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. And I think you will also a little bit talk about it, what ICANN is doing, because I don't know how many people know it in this publicum. But now you are working for a program, Universal Acceptance Program, to promote a multilingual and digital inclusive domain namespace. So thank you for your presentation, and we are... Thank you, Eva. Thank you. Hello, everyone. My name is Seda Akbulut, and I work at ICANN as the Universal Acceptance Program Manager. And I would like to thank you and Langune and Fuen and also Yosu for giving me this opportunity to be with you today. ICANN is stands for Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, helps coordinate the Internet's unique identifiers across the world. And this allows the computers on internet to find one another
so that we have the one global internet. Without this coordination, we wouldn't have one global internet. And at ICANN, we aim to have a secure, stable, and interoperable internet that is also multilingual, diverse, and inclusive. Original designed in English, internet has evolved into a global platform that needed support for multiple languages. The world's population today is 8 billion, and 67 of them are the internet users, which is 5.4 billion internet users today we have. And the internet users are growing every year gradually, but there are still 2.6 billion people still not connected. And many of these are coming from Asia and Africa countries that are not speaking English, and their local languages are maybe not even in Latin script as well. And so the unconnected population for Europe is about 9%. And let's look at the content on the internet and see if this is sufficient for the growing internet user base. Mandarin, Spanish, and English represent the top 3 in terms of the native speakers on the web. And English is currently 57% of the total written content online, and this percentage is decreasing, fortunately. So there are more content on the internet other than English. So to explain the importance of language, I would also like to read these beautiful quotes. And one of them is from the inventor of the World Wide Web, Tim Berners-Lee, who said, "The web does not just connect machines, it connects people." And the digital language divide, it said, language is just as important to building human connections online as it is offline. And this map illustrates the number of unconnected people in millions and how much we are missing the population. Imagine how these people will become online for the first time, and they will have to write in their own language and native script, but they may not be able to. So we need to have a diverse and multilingual domain name system to make the internet connection meaningful, especially for those who speak and read in languages other than English. So everybody should have full benefits of the internet, whether they speak English or not. So the good news is the internet is evolving. At first, there were only 22 top-level domains, which we use this term for the part that comes after the dot in a domain name, like .com, .edu, .org. And also there were English characters in the 2-character country code top-level domain names, like .es, .de, .uk. And then in 2009, the IDN, the internationalized domain names, were introduced into the domain name system, in which we had country code top-level domains in non-Latin scripts. And then in 2012, the new GTLD, Generic Top-Level Domain Program, was launched. And with that, the evolution of the DNS has allowed more than 1,200 top-level domain names that represents brands, communities, and geographies like .Barcelona, .London, .photography, .wod, etc. So these new TLDs are also in languages other than English. That includes also extended Latin. So it's like for Germany, the umlaut, or for French, the diacritics for E that you use in café, like all these are included in the extended Latin as IDN top-level domain names. So now we are talking about beyond just connecting the machine, but also connecting the people. So all domain names and email addresses work in software applications.
That means universal acceptance is achieved if we have the all domain names and email addresses work in the applications. And when this is achieved, we we will promote the consumer choice, improve the competition, and provide broader access to the end users. And this UA scope is limited with the domain names and email addresses only. And here we categorize the scope in two levels. For the first section in the domain names, we have new GTLD domain names in English characters, which is like .sky is one example. And the second one is a longer top-level domain that is .engineering, .barcelona, could be more. And the third option is the internationalized domain names that include at least one character that is not in English alphabet. And the second section is about the email addresses that includes all these types of valid domain names in the domain name part, but also there are some combinations that comes in the mailbox part, which is before the @ sign, where Unicode represents all types of letters in all languages, whereas ASCII is just for English characters. And there is also scripts that is written from the right to left, so like Arabic script. And at the bottom, you see the 5 key principles for the UA readiness. And for us to say if a software application is universal acceptance ready, it must accept, validate, process, store, and display all these types of domain names and email addresses. So here, I would like to share a few studies that shows the UA readiness levels. So this chart shows the percentage of top 2,000 global websites that accept email addresses when you try to register an account or try to send a contact form on a website. And when it doesn't accept the email address that we type, then it gives an error like, this is not a valid email address. But in fact, this is valid, and it should be working. And we see that the level of acceptance for the email addresses is decreasing as we have characters in non-Latin scripts or in even extended Latin scripts. So we conducted a similar study for the local websites for 20 countries, and we picked 50 top local websites. In Europe, we have Germany and Sweden examples. And in addition to the other categories that we had, we also tried to see to what extent they are accepting their own local email addresses. So for Germany and Sweden, we also added email addresses in those languages. And in parallel with the other study, we saw that there is less support for the email addresses for the local script. So the challenge is also on the email side. So we conducted a study on a quarterly basis and pinged more than 34 million email servers every quarter, and to see to what extent we are getting EAI support results. And it shows us that the 25% of the email servers have the full email address internationalization support, and meaning that they passed the test. There is very slight progress, but at least a good progress. So you can also make a quick test to see if your email server can also receive emails from internationalized email addresses by just typing your email address on our website, uasg.tech/EAI-check, and you can get the result right away. So why does UA matter? First of all, it provides digital inclusion. And achieving universal acceptance, as we call in short UA, ensures every person has the ability to navigate and communicate on the internet using the domain name and email address that best aligns with their interest, business, culture, and language. And as a result, it brings business opportunities.
the study we conducted in 2017 study that showed that universal acceptance of domain names is a $9.8 billion of opportunity, and which is a conservative estimate. And UA also brings career opportunities. A solid understanding of UA is essential skill every developer should have in their skill set. And after all, becoming proficient in UA for a developer doesn't require learning a new category of coding, but it adds up on the current skills to expand the systems to recognize more types of valid email addresses and domain names. So I would like to share here a few types of business case in which we have one of them Thai website. This is not only a Thai in the content, but the website's the domain name's name is also in Thai. So you need to type in Thai. The internet users who are visiting this in Thailand has the full benefits of the internet using their own local language. And there is no wonder that this website is receiving thousands of sites visitors per month. And an insurance company website has also IDN, which is also typed in Chinese characters. And their content is also in Chinese. And their customer base is enjoying the globally inclusive internet experience. There are other business cases, but we see some examples of the UA adoption in the government side and also in the academia. Here, I would like to give you one example from India, which has 22 official languages. That is more than any other country in the world. And the government of Rajasthan state undertook a first-of-its-kind initiative to provide free email addresses in both Hindi and English to their citizens. 70 million residents now have free email addresses in 2 languages, and 90% of them speak only Hindi. And this initiative has given the government an opportunity to provide critical information directly to their citizens with this email system. So UA readiness requires a considerable effort. Just like all the other panelists, and I hear from anyone, we need the collaboration. So I'm really happy to be with you today, actually, in a collaborative community. This requires really considerable effort from everyone. It cannot be done just in isolation. If my website or if my email server is UA ready, but not the others, then we cannot establish a good communication on the internet. So this requires joint efforts and cooperation, and this is also included in ICANN's strategic plans, and we are collaborating with international organizations to disseminate the message to more stakeholders. So as a result of our collaboration so far, UA, the need of UA and multilingual internet was included in WSIS Plus 10, ITU's resolution, UNESCO's recommendations, and most recently, ICANN and UNESCO are joining the forces for the Universal Acceptance Day 2025, so that the UNESCO will encourage their member states to join the UA Day events. Everyone has a role to achieve UA readiness. And what are these roles? So for businesses, they can test their systems and make their systems UA ready by using our online free materials, including the free code samples for different programming languages and AISA certification guide for the email systems. And for governments, they can include the universal acceptance requirements in the procurement policies, so that when they are purchasing any new software, they can also get the UA-ready products, or at least raise awareness this kind of topics in the developer community. And for civil society, they can reach more stakeholders to make their systems UA-ready and create awareness around this. And for academia, there is one
item that I would like to stress, the UA curriculum has now been published online publicly for all the academic institutions to review and consider implementing it. And this is done thanks to our Universal Acceptance Steering Group and ICANN community. And so we are providing support to the academic institutions, universities who would like to integrate the UA curriculum into their courses, IT-related programs. And we are providing the materials, but also conduct 2-3-day on-site faculty training and provide technical support as needed. And we also expect from the universities to make relevant faculty members available for these trainings and integrate it to their relevant programs, which includes about 12 micro modules that can be integrated to different programs easily. And they can also give us feedback about how it is going on so that we can improve on it. And currently, Mexico universities and universities in Bahrain and Association of Africa universities started to work on this, and we have provided the training on the next levels. And so before I end, I would like to also give you some information about the UA Day, which we are conducting since 2023 to raise global awareness and build capacity for UA adoption. And so far, we have conducted multiple events since 2023, and 16,000 people attended those events that are organized by the interested organizations in support of ICANN, and those events were held in 50 countries every year. So if you want to be a part of these mobilization, you can also join any UA Day events that we will publish on universalacceptance.day webpage in the upcoming days. And you can also share your experience and involve in the community and disseminate our message to the relevant stakeholders. With that, I'm ending my presentation. Thank you for listening. And if you have any questions about universal acceptance, I will be more than happy to answer. SK Casco. Okay. Thank you, Ms. Akbulut. And now we have a few minutes for questions for all the three experts for the topics. So please, don't hesitate to ask your questions. Yes, please. Okay. Bai, eskerrik asko. Nik aipatu nahi nuke Peter Bresanek bere hitzaldiaren amaieran aipatu du behar bat, premia bat handiekin kontaktatzeko. Zei interlokuzio egon daiteken Microsoft, Meta, uste dut adibide horiek aipatu dituela. Eta halako kontaktu europar bat eskatu du, pentsatzen dut, bere komunitatearen txikitasunetik, baino hizkuntza gehiagoren interlokuzioa egin daitekela. Hain zuzen ere gogoratu nahi nuen, euskaraz ere nik errebindikatu izan dudala halako enbaixadore digital baten beharra, euskararen behar digitalak representatuko dituena handi hoien artean. Uste dut, koordinazio hori ere, edo errebindikazio, edo ate jotze hori ere beharko dala. Eta akaso euskaratik ez baldin bada, bat egiten dut Peterren zerean eskaerarekin, hizkuntza desberdinen artean, komisionatu, enbaixadore hori izendatzeko. Kandidatuetako bat Josu Balino da, noski, eta beste norbait aurkituko dugu, beste hizkuntza batean ere bai. Barkatu, gehiago izan da komentario bat, galdera bat baino, baina barkatu. Genau. Möchte jemand dazu doch trotzdem etwas zum Kommentar sagen? Ja, definitiv. Also das große Problem, was wir haben, ist, dass die Minderheitensprachen
oder zumindest unsere sorbische Sprache, wir sind noch nicht groß genug, damit die großen Tech-Giganten wie Microsoft uns mit aufnehmen. Also entweder man hat eine gewisse Anzahl an Nutzern, die das täglich nutzen, oder man kommt mit monetärer Hilfe dann auf diese Plattformen. Und das ist uns bislang nicht gelungen. Also wir haben das immer wieder versucht, dort auch Türen zu öffnen, aber dafür sind wir als Community noch zu klein. Beziehungsweise wir haben nicht genug Ressourcen, die die KI füttern können, damit die das schnellstmöglich in sich implementieren können. Dankeschön. More questions? Dann hätte ich eine letzte abschließende. I have only one last question for all of you. One sentence. What do you think? What are the added value for minority languages in the digital space? Only one, so closer. Gauza asko esan daitezke gehiegi, hain azkar esateko. Netzat, azkenean anistasuna gehitzen diozu, ez? Internetek izango luken lehen zedak esan duen moduan, ez? Internet jaio zen inglesetik hizkuntza ikuspegi monolinguista batetik, eta guk ematen diguna da anistasunaren balioa, komunitate bakoitzak aportatzen duen ikuspegi hori. Diversity. Thank you. Yeah, so for the minority languages and all the languages, I don't have any actually discrimination. So all the languages should be supported because it is part of the culture. And there was a very good quote. So if the language is not used on internet, then it is disappearing after a while. So we need to protect the languages. And that is not just protecting the language, but also the whole culture, whole traditions. And I believe this is the best value that we will keep. Thank you. Genau, ich sehe auch, die Vielfalt ist für das Überleben einer jeden Sprache notwendig. Also gerade wenn man die jüngere Generation erreichen möchte, muss man ganz viele Angebote schaffen, ob es irgendwelche digitalen Filme sind oder auch die Sprachangebote. Wir müssen es schaffen, dass ein jeder von uns im Alltag es täglich nutzt. Okay, Dankeschön. And thank you for your comments and for the presentations. And then I think we are ready for the next panel discussion. Thank you. Txanda aldaketa egingo dugu beraz, eleaniztasunak interneti ematen dion balio erantziaz ere, aritu berri dira, izan ere, hizkuntzak balio erantzia bere baitan baduela, ekonomia nola ez, eta gaur egun bizi dugun adimen artifizialaren garaiotan, are gehiago. Txanda aldaketa beraz, eta segidan aurkeztuko dizkizuegu hain zuzen ere, eskerrak emango dizkigu lankidei, guztia atontzeagatik, eta datorren tarte honetan, horri hau, ez dago eskuragarri hizkuntza honetan. Hori ezaguna zaigu ez da, hizkuntza hainbatetan ezaguna zaigu. Eta Iba berriz izango dugu gidari, eta berarekin batera, Kristina Gestrin, Finlandiako Asamblada Suediarreko idazkari nagusia, txalo bero bat mesedez, Joana Jasa, Alemaniar hiztunen, elkarteko idazkari nagusia Polonian, Elizabeth Kripkova, Letoniar abokatu eta hizkuntza eskubideen zabalkuntza kasutan aditua, eta Usam Zukorliv, Serbiako Errepublikako adizkidetze, eskualde, lankidetza eta gizarte egonkortasunerako ministroa. Zuen txanda da. Ongi etorria. Dankeschön. Genau. An dieser Moderation mache ich aber auf Deutsch. Nämlich, weil ich selber Angehörige der deutschen Minderheit aus Ungarn bin. Und ich habe ja heute gehört, dass die englische Sprache sehr zunimmt. Und ich habe ja gesehen, dass die deutsche Sprache ganz schön unten landet, sogar unter Spanisch und Französisch. Deswegen möchte ich jetzt auf Deutsch weitermachen. Dankeschön für die Übersetzung erstmal, dass Sie auch da mitmachen. Genau, der Titel ist, sage ich auf Englisch, "This page is not available", die Seite ist nicht verfügbar, lesen wir ja sehr oft, besonders auch bei Minderheiteninhalten. Denn digitale Inhalte, die nur in der Mehrheitssprache verfügbar sind. Und wie können wir diese Herausforderungen meistern? Das ist unser Thema bei diesem Panel.
Und wir werden diese Frage anhand von Beispielen aus Finnland, aus Polen, aus Lettland und aus Serbien in Bezug auf den rechtlichen Rahmen, aber auch die gesellschaftspolitische Situation ein bisschen analysieren und gucken, okay, was können wir da mal mehr dazu beitragen. Ich begrüße herzlich Kristina Gerstrin, Elisabeta Krivkova, Usam Zukrolic, I hope I say good your name in this language, und Joanna Hassa. I very welcome you and looking forward to your presentation. And at first, also zuerst gehen wir nach Finnland und ich bitte, please, Kristina Gerstrin, to the podium for your speech. And I will say a short introduction and then you can start. Thank you. Also in Finnland gibt es zwei Landessprachen, Finnisch und Schwedisch. Kristina Gerstrin ist Generalsekretärin der Schwedischen Versammlung in Finnland und sie wird erläutern, wie beiden Sprachen dargestellt werden und verwendet werden im digitalen Raum. Wie gut funktioniert Finnlands zweite Amtssprache in der digitalen Welt? Sie arbeitet seit 2020 als Generalsekretärin der Schwedischen Versammlung in Finnland. Sie war viele Jahre als führende Politikerin im finnischen Parlament, im Nordischen Rat und in der parlamentarischen Zusammenarbeit im Ostseeraum tätig. Und jetzt ist sie auch noch Mitglied im Stadtrat von Espoo und Vorstandsmitglied in mehreren verschiedenen NGOs. Herzlich willkommen and I'm happy about your presentation. And thank you so much for inviting me to address this conference and share my experience about availability of digital content and services in minority languages and in this case in Swedish in Finland. And I will start by giving you a short background about the organization that I represent and the context we work in. Finnish and Swedish are the two national languages of Finland, which means that society is committed to meet equally the social and cultural needs of both Swedish and Finnish speaking population. The Swedish-speaking population that I am part of, also known as the Swedish-speaking Finns, stands at roughly 290,000 people, and that accounts for about 5.2% of the population. And we, the Swedish-speaking Finns, we perceive ourselves as Finnish people who speak Swedish as our mother tongue, so we are not like a part of Sweden in any case. The Swedish Assembly of Finland, Folktinget in Swedish, is a statutory organization of cooperation for the Swedish-speaking population of Finland. Folktinget operates across political lines, and all parliamentary parties with operations in Swedish are active within the organization. According to the Act of Folktinget, protecting the linguistic rights of the Swedish-speaking population is the core task of Folktinget. We work actively to safeguard the linguistic and cultural rights for the Swedish speakers within the public sector, both the state, regional, and the municipal authorities. Every year, Folktinget receives up to 100 notifications from Swedish speakers whose linguistic rights have not been met in their dealings with bilingual authorities. In 2022 and 2023, almost a third of the language protection notifications concerned deficiencies in or the lack of Swedish language digital services. The availability of digital services in both national languages is important as more and more public services are offered electronically. The Swedish Assembly's role is to ensure that digital services and public sector tools are inclusive
and equally comprehensive for both major language groups in Finland. Despite Swedish being one of the country's 2 official languages, it is often overlooked in the digital sphere. Swedish speakers are less likely to use the digital services of public authorities than Finnish speakers and are more dissatisfied with digital services than Finnish speakers. Many Swedish speakers say that the information in Swedish is less comprehensive and less reliable than the information in Finnish. Problems have also arisen from the fact that it can be difficult to find the Swedish website and that you are often directed back to the Finnish site. A recent study on the digital landscape in Finland highlighted both successful and less successful examples of bilingual website solutions. While private enterprises can choose whether they want to reach out to both Finnish and Swedish speakers, the public sector and municipalities are legally obliged to provide services and information in both official languages. However, digital tools and websites often prioritize the Finnish-speaking population, with Swedish translations provided later. Additionally, the top-level domain is often in Finnish, even when the authority or municipality is officially bilingual. One of the findings of the study was that when creating bilingual websites, it is important that fundamental linguistic rights are considered already in the initial phase of the digital service development and developed in parallel in different language versions. It is also important to ensure that pages are equally comprehensive, user-friendly, and reliable. When the public sector develops websites and digital services, it is important that the language icons are easy to find and that it's easy to navigate between Finnish and Swedish. Clear principles and measures are needed to enable equal digital services in a bilingual country. In statements on legislative proposals regulating digital services, Folketinget has emphasized that language provisions on the realization of linguistic rights of both national languages should be included in the legislation. It is necessary that there are policies that consider sociological, cultural, and linguistic rights when digital tools are created using AI. Technologies supporting minority languages through AI are still in their early stages. Programs for using AI for quick translation and transcriptions are already common, but they are not entirely reliable. In Finland, there are examples of social and healthcare authorities using AI to translate and transcribe text into Swedish with very poor results. Problems have arisen when the translated text have not been reviewed and corrected. Developing AI tools is costly and requires collaboration between the public and private sectors. The corpus used to train these AI tools must include a lot of material in the minority language, accounting for dialects and other variations in the spoken language. Therefore, it becomes a matter of financing and implementing policies to support AI tools for minority languages. Finally, I want to emphasize that it is important to acknowledge that there will always be people who cannot use digital services. Ensuring accessibility to essential services for everyone in their own language
regardless of their ability to use digital platforms, remains important. Thank you for your attention. Thank you. Thank you so much. Die nächste Präsentation ist Frau Elisabeth Trifkova. Genau. Wir gehen jetzt in die baltischen Staaten. Sie kommt aus Lettland und ist Rechtsanwältin und Digitalisierungsexpertin in diesem Land und beschäftigt sich mit Fällen von Sprachdiskriminierungen. Sie selber ist Angehörige der russischsprachigen Minderheit und erklärt uns heute auch oder stellt vor, wie die Situation, was aktueller ist und brennender denn je, gerade in Lettland mit den russischsprachigen Volksgruppen. Hallo, ich werde auch auf Deutsch sprechen, damit es nicht nur Englisch dominiert. Also, meine Geschichte ist um eine nicht gelungene Minderheitsrecht-Case. Also in Lettland werden jetzt die öffentlichen Internetseiten auf Russisch als Minderheitensprache abgeschafft. Das zum Hintergrund, also Lettland ist eine EU-Mitgliedstaat mit der Grenze zu Russland und seit Jahrhunderten werden hier verschiedene Sprachen gesprochen. Jetzt die größte Minderheit ist russischsprachige Minderheit und Russisch spricht Leute von verschiedenen ethnischen Herkunft und insgesamt das ist ungefähr 37% von lettischen Bevölkerung, die Russisch sprechen. Die lettische Sprache ist eine eher kleinere Sprache. Es wird weniger als 2 Millionen Menschen sprechen Lettisch. Und es ist so, dass in Lettland eine kleinere Sprache ist eine Mehrheitssprache, während die große russische Sprache eine Minderheitssprache ist. Und Verhältnis zwischen diesen zwei Sprachen könnte auch ein solidarisches Miteinander sein, aber leider in meinem Land, hat gerade einen anderen Weg genommen und die lettische Sprachpolitik erinnert uns am schlechtesten Beispielen der imperialistischen oder kolonialen Politik, wenn der Ziel ist die Vorherrschaft einer Sprache und Verringerung der Nutzung im Bereich der anderen Sprache. Und obwohl die russische Minderheit seit 300 Jahren in Lettland wohnt, die Beziehungen mit Russland beeinflussen viel diese Situation heute. Und nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine begann in Lettland eine neue Welle von Verboten der russischen Sprache. Und also in meiner Sicht die Beachtung von Minderheitsrechten in solchen Bedingungen als aggressive Politik Russlands, das ist ein Stresstest für Minderheitenrechte und es scheint, dass dieser Test nicht bestanden zu sein. Also, und jetzt zum geht es nicht. Also, versuche ich hier. Ja, jetzt geht es. Also, nee, es funktioniert. Das ist gut. Okay. Seit August 2002 haben lettische öffentliche Institutionen damit begonnen, die russischen Versionen ihren Webseiten zu deaktivieren, als auch die Nutzung von russischer Sprache sowohl im Internet als auch in Kommunikation mit Bevölkerung zu verbieten. Also als Erster machte das Staatspräsident, Edgar Srinkevich, er hat russische Version seiner offiziellen Webseite abgeschaltet und er hat das mit öffentlichen Druck, auf den öffentlichen Druck berufen und kurz danach dann haben die anderen Institutionen haben dasselbe gemacht. Hier sehen Sie die Direktive von Wirtschaftsministerien, das ist ein offizielles Verbot, wonach alle Strukturen des Ministeriums als nachgeordnete Institutionen und staatliche Unternehmen verpflichtet sind,
auf die Nutzung der russischen Sprachen zu verzichten. Also das ist hier die offizielle Benachrichtigung. Und jetzt, wenn wir schauen auf die Seite von Wirtschaftsministerium, dann sehen wir Informationen also in Englisch und in Deutsch, also die Informationen über wirtschaftliche Möglichkeiten, Regulationen für Minderheiten, dann ist nicht gegeben. Danach dann hat auch zentrale Wahlkommission, also die Seite über die Wahlen auf Russisch abgeschafft. Jetzt haben wir das nur auf Lettisch und Englisch. Auch die Migrations- und also Behörde, die ID-Karten und Pässe macht, hat auch die russische Seite abgeschafft. Die Munizipalitäten haben das auch gemacht. Soziale Versicherungsagentur, also die über Pension, über Renten, über Geld für die Leute, die die Arbeit verloren haben, die Kindergeld verteilt, das alles wurde auch abgeschafft. Und als letztes, also kam jetzt im September, hat unser Parlament auch verboten, in Geldmaschinen auch die russische Sprache zu benutzen. Also jetzt auch die Banken müssen das machen. Also es steht, dass am 30. Januar 2005 wird dann Russisch aus Geldautomaten verschwinden. Also die öffentliche Druck, auf den der Staatspräsident sich bezog, erklärt sich, dass dadurch der Angriff Russlands auf die Ukraine einen Schock auslöste und alte Ängste in der lettischen Gesellschaft weckte. Und ja, es gab auch früher Spannungen bezüglich der Sprachnutzung, aber jetzt projizierte ein Teil der lettischen Gesellschaft seine Ängste von einer Ausweiterung russischer Aggression auf russischsprachige Bevölkerung Lettlands. Und so kollektive Schuld ist leider wieder eine gängige Doktrin in Lettland. Es ist ja offensichtlich, dass diese Politik die Vorurteilen und Stereotypen folgt. Weder logisch noch rechtlich kann man zivile Bevölkerung eines Landes für aggressive Politik eines anderen Landes verantwortlich machen, nur weil beide dieselbe Sprache sprechen. Dies widerspricht aber der grundlegenden Gedanke des Minderheitsrechte und Menschenrechte, die auf individuelle Freiheit und individuelle Verantwortung basieren. Aber so stehen wir heute rechtlich gesehen. Das ist ein dezentralisiertes Sprachverbot, das von hochrangigen Beamten inspiriert wurde, jedoch dann weiter durch Vielzahl einzelner Verordnungen umgesetzt wurde. Und eine effektive Lösung hier wäre eine Verabschiedung eines neuen Gesetzes, das die Rechte der Minderheiten garantiert. Das erscheint jedoch ein unwahrscheinliches Szenario heute. Also in diesem Forum nehme ich teil, um darauf hinzuweisen, wie schwach die rechtlichen Mechanismen zum Schutz der Minderheitsrechte sind und wie leicht die Fortschritte der letzten Jahrzehnte rückgängig gemacht werden können. In früheren Jahren herrschte in Lettland ein Konsens, dass für Kommunikation mit Bevölkerung Minderheitssprachen benutzt werden müssen. Aber heute, nach 2 Jahren, glaubt der Großteil der Gesellschaft, dass es in Lettland verboten ist, sogar öffentlich Russisch zu sprechen. Die Leute auf eigene Initiative erweitern die Verbote. Und es gibt Fälle, wenn in Schulen die Minderheitsschüler verboten ist, in die Pausen Russisch zu sprechen. Es gibt Fälle, wenn in Arztpraxis, in Kliniken, die Leute glauben, es ist verboten, jetzt zwischen Arzt und Patient auf Russisch zu sprechen. Und
in so einer Atmosphäre ist es nur logisch, dass alle auch staatlichen Institutionen jetzt und munizipale Institutionen ihre Webseite auf Russisch abschalten. Und angesichts der Aufstieg des Protestbewegungen und rechtsextremen Stimmungen in Europa befürchte ich, dass der lettische Fall ein mögliches Zukunftsszenario auch für andere Länder und Regionen Europas darstellt. Und während ich weiterhin nach effektiven rechtlichen Mechanismen suche, glaube ich, dass die Einbeziehung digitaler Technologien ein möglicher Weg wäre, die sprachliche und kulturelle Vielfalt unserer Gesellschaft zu schützen und auch in solchen Fällen wie Lettland doch ein gutes Weg für Minderheitssprachen zu finden. So, ich hoffe, dass andere Länder gehen einen anderen Weg, aber das nur zu wissen, dass nicht überall in Europa die Verständnis über Minderheitssprachen existiert. Ja, danke. Vielen Dank für diesen Beitrag und natürlich aus Osteuropa aufgewachsene Minderheitenangehörige weiß ich, auch wenn ich ein bisschen jünger bin, schon, wie das ist, wenn eine Sprache verboten wird und wozu das führen kann, wenn man die Sprache nicht spricht und wie schwer das ist, wiederherzustellen. Und es ist leider, können wir jetzt erleben, dass heute in der Europäischen Union wir eine direkte Sprachdiskriminierung erleben. Polen hat ja bei der vorherigen Regierung auch die deutsche Sprache diskriminiert, geht es aber noch schwieriger, dass eine Sprache total verboten wird und das dürfen wir eigentlich nicht zulassen. Und da würde ich noch ganz kurz den Satz nehmen von dem Präsidenten, der baskischen Präsidentin, der heute gerade gesagt hat, keine Sprache darf erste Sprache oder zweite Sprache sein. Die Sprachen müssen gleich wert sein in unserer Welt. Dankeschön. Aber unser nächster Sprecher ist Entschuldigung, ich muss kurz mal gucken, der Ministerpräsident für Versöhnung, regionale Zusammenarbeit und soziale Stabilität in der Regierung der Republik Serbien. Ich begrüße ganz herzlich Usame Zukorlic. Er selber ist auch Angehöriger der bosnischen Minderheit in Serbien und ist auch Vorsitzender der bosnischen Partei. Und er wird uns heute hier über die Situation in Serbien berichten. Thank you. Ladies and gentlemen, it's my honor to be here with you today. I will speak in English because the Bosnian language is not available currently here. The reason maybe is that the West Balkan countries are not yet in European Union, despite the Croatia. So I will thank the UN organization for having me here and to have an opportunity to speak about minority rights, especially in field of language in Serbia and Western Balkans. As you heard, I am minister and head of party. As a politicians, we rarely use the presentations, so I will speak from the head, from the notes. I will be very short because I know how much is important to be sometimes short. As someone who is president of Justice and Reconciliation Party, the party with a majority of Bosniaks votes from Serbia, and also some percentage of other minority votes, I know how is important to discuss about topics as today. The situation in
Serbia and Western Balkans is a little bit more complicated than all what we heard on these panels, because as you know, we lived in one country, Yugoslavia, and all people there in that time was majority. After splitting of Yugoslavia, through the night, some people became minorities. And this thing became a lot of hard to people. That's why in my region, I come from region Sandžak, historical region, split between Serbia and Montenegro. My people don't like to hear the word minorities. So that's why I use more often the word communities in my language, zajednice, than manjine. About the public websites, the countries outside of European Union are especially in Balkans, are in transition. So a lot of achievements from European Union, we are now in process to come to us. There is websites with minority languages, but very little. And in these cases, just to know, in Serbia, we have 2.5% of Bosniak people, 3% of Hungarians, then 1.5 Albanians and 2.5 Roma people. Albanians and Hungarians, they have very different languages than Serbian. But in case of Bosnian people, Bosniaks, with Bosnian language, when Yugoslavia splitted, the Serbo-Croatian official language also splitted in 4 new languages: Serbian, Croatian, Bosnian, and Montenegrin. The case is very similar to Scandinavian languages. Swedish, Norwegian, and Danish are understandable. The languages in West Balkans even more understandable between themselves, but there is a political reason why the de facto dialects has different names as languages. And when the language begin and dialect end, it's a topic for discussion also. The main difference between Serbian and Bosnian language is in using of letters. Serbian mainly use Cyrillic alphabet, and Bosnian mainly use the Latin. The official main letters in Serbia are Cyrillic, and one part of Bosniak people, they don't read, they understand the language, but don't read the Cyrillic. But what is the good case is that the main of public websites in Serbia, they have a Cyrillic and Latin option on the website. So for Bosniaks, they will understand the informations from public websites. But we need to look, in Serbia we improved a lot of things in like last 15 years, especially last 10 years. From 2005,
less number communities, they have rights. We have rights in having the education on the main language of minorities, then have the media on the on our languages, then to have a right to have the translation of public documents on the language of minorities. Those are improvements in the past. But when we speak about public websites, we need more efforts to have public websites with Serb, Bos, Alb, Hun, Rom, Slo, all languages with minorities in Serbia. So this is one of a lot of cases where we deal, me as the president of party, in the same time, Minister for Reconciliation, Regional Cooperation and Social Stability, very related. It may be strange to have the similar name of office and the party, but it's not strange for West Balkans. We had a lot of tough time in 90s, so we need the politic of reconciliation. And I hope with that politics, we will bring more rights for communities and minorities in our countries. So this is the way we are moving in good direction. Hearing the cases from Baltic countries about rights of Russian minority, really, it was hard just to listen. If you have a war in some place in the world, that it's not good, that will affect the rights of some minority in any country. We need to make a difference between the language and the politics. Very important things. So thank you for the opportunity to speak in front of you about the Bosniak nation from region of Sandžak in Serbia, and I hope in the future, I saw the map in the beginning of the conference. I hope the regions from the Balkans will be next time here on the map. Thank you very much. I hope so. Thank you. Thank you very much. Und in Polen ist die Situation wieder ganz anders. Daher bitte ich Frau Joanna Hassa, die Geschäftsführerin des Verbandes der deutschen sozialkulturellen Gesellschaften in Polen, ihren Beitrag zu halten. Sie wird uns darüber sprechen, wie die deutsche Sprache und die Inhalte im Web für die deutsche Sprache in Polen erreichbar sind. Dankeschön. Ja, hallo, guten Tag. Ich heiße Joanna Hassa, ich vertrete die deutsche Minderheit in Polen. Und ich bin jetzt Geschäftsführerin des Verbandes, also des Dachverbandes der deutschen Minderheit, aber früher war ich auch für die Internetseiten tatsächlich zuständig. Also ich habe die Inhalte für die Internetseiten einiger Gesellschaften selber auch entwickelt und ich werde Ihnen dann später noch dazu einige Sachen oder Erfahrungen, die wir gemacht haben oder das, was sich in der Zeit geändert hat, auch erklären. In Polen gibt es 13 anerkannte Minderheiten und das sind 4 ethnische und 9 nationale Minderheiten und die deutsche Minderheit in Polen ist tatsächlich die größte Minderheit, die wir hier haben und wir versuchen tatsächlich unterschiedliche Sprachprojekte als Minderheit zu unternehmen, da wir erst nach dem Jahr 1998 als Minderheit anerkannt wurden. Also unsere Geschichte ist zwar nicht lange und wir versuchen, die Sprache auf Vordermann zu bringen, weil wir eben in der Nachkriegszeit nicht Deutsch sprechen konnten.
oder die Sprache eigentlich verboten war. Und wir hatten nicht die Möglichkeit, die deutsche Sprache zu leben, zu lernen. Meine Eltern zum Beispiel hatten die Möglichkeit, nicht die deutsche Sprache in der Schule zu lernen. Meine Mutter konnte die deutsche Sprache auch nicht in der Umgebung und in der Öffentlichkeit nicht verwenden, sodass sie die Sprache verlernt hat. Die lernt die Sprache jetzt wieder neu, quasi. Und diese Zeit in der Nachkriegszeit hat viele Schaden für uns als Gesellschaft tatsächlich gemacht, weil es entstand eben diese Lücke, wo unsere Angehörigen oder die Eltern oder die Großeltern haben diese Sprache an ihre Kinder in dieser Generation in den 70er, 80er Jahren tatsächlich nicht weitergegeben. Das führt jetzt dazu, dass wir eben diese Lücke haben, wo wir keine Eltern haben oder eine Herausforderung, wo die Menschen in meinem Alter tatsächlich die deutsche Sprache den Kindern beibringen können, aber die haben keine Vorbilder, wie sie das tatsächlich machen können, weil die das nicht von den Eltern selbst gelernt haben. Also die Eltern haben die Sprache denen nicht beigebracht und die haben jetzt keine Motivation, die deutsche Sprache den Kindern auch beizubringen. Zusätzlich kommt es dazu, dass wir in Polen, wir sind ja die Deutschen, die im Nachbarn von Deutschland wohnen und in Polen sind die Deutschen immer noch die größten Gegner. Und das wird wahrscheinlich noch die nächsten Jahre so sein. Das übt sich dann, oder das spüren wir zumindest als deutsche Minderheit in vielen Fällen, wenn sich die politische Szene gerade so ändert und mehr konservativ wird, dann spüren wir tatsächlich das mehr. Und das haben wir zum Beispiel in den letzten 8 Jahren noch mehr gespürt als sonst. Und vor allem jetzt vor 2 Jahren, wo die deutsche Sprache staatlich diskriminiert wurde. Offiziell haben wir die Möglichkeit, die deutsche Sprache, alle Sprachen, Minderheitensprachen zu lernen. Nur die deutsche Sprache wurde seit dem Jahr 2022 nicht in Ausmaß von 3 Stunden, sondern in 1 Stunde gelernt. Und alle anderen Minderheitensprachen konnte man im Ausmaß von 3 Stunden lernen. Wir als Minderheiten in Polen haben anerkannte Rechte und die resultieren vor allem aus der Verfassung, aus dem Artikel 35, wo es genau steht, die Republik Polen gewährleistet ihren Staatsangehörigen, die nationalen und ethnischen Minderheiten angehören, die Freiheit zur Bewahrung und Entwicklung der eigenen Sprache, Bräuche, Tradition und Kultur. Also wir sehen, wir können die Sprache lernen, wir können die Sprache auch benutzen. Das Minderheitengesetz aus dem Jahr 2005 konkretisiert das tatsächlich noch weiter und es erlaubt den Minderheiten in ihrer Sprache in der Öffentlichkeit zu kommunizieren und im privaten Raum. Und das heißt dann für uns, dass wir die Sprache im Freien nutzen können. Wir können die Informationen und den Austausch der Informationen in dieser Sprache auch vornehmen. Die Veröffentlichung privater Informationen können in unserer Sprache auch gemacht werden. Und wir können dann die Sprache tatsächlich auch lernen. Also es gibt mehrere Rechte, die dem zustimmen, dass wir unsere Sprache benutzen können. Aber wie gesagt, wir hatten vor 2 Jahren den Fall, dass die Regierung eben die sprachliche Diskriminierung eingeführt hat. Jetzt, wo sich die Regierung tatsächlich geändert hat, ist es zu der Normalität gekommen, dass wir wieder 3 Stunden als Minderheit lernen können. Aber das hat auch dann wieder Schaden bei uns, bei den Kindern gebracht, wo sie diese 2 Jahre in diesem Ausmaß die Sprache nicht lernen konnten. Ich möchte noch eine Sache zu dem rechtlichen Teil sagen. Wir haben im Artikel 9 des Minderheitengesetzes eine Regelung über den Gebrauch der Minderheitensprache als Hilfssprache in Gemeinden, in denen der Anteil der Minderheitenbevölkerung mindestens 20% beträgt. Und das ermöglicht eben den Bürgern, sich an die Behörden in der Minderheitensprache zu wenden, schriftliche Anträge einzureichen und auf Wunsch Antworten in dieser Sprache zu erhalten. Wir haben aktuell 28 Gemeinden, in denen Deutsch als Hilfssprache anerkannt ist. Und dazu werde ich dann noch auch später hinweisen. Das habe ich jetzt so.
ich habe mir gedacht, okay, wenn ich über Internetseiten spreche, dann muss ich mir erstmal auch unsere Seiten anschauen, wie das tatsächlich in Polen oder in der deutschen Minderheit und vor allem dort, wo die deutsche Minderheit in dem größten Teil ansässig ist, also in der Woiwodschaft Oppeln, wie es tatsächlich aussieht. Und ich habe mir die Seiten der Organisation der deutschen Minderheit angeschaut, öffentliche Seiten, die für uns wichtig sind, weil das unsere Partner sind, und dann eben die Seiten der Gemeinden, wo Deutsch als Hilfssprache auch angeboten wird. Und ich werde Ihnen ein paar Statistiken jetzt zeigen, wie es tatsächlich aussieht. Ich fange erstmal mit den Minderheitenseiten und den Seiten in unserer Sprache, also in der deutschen Sprache. Ich habe 31 Seiten analysiert, das sind die meisten Organisationen, die wir haben und die Internetseiten haben. Am Anfang sage ich mal, es gibt nur eine Seite, die nur auf Deutsch ist. Es gibt dann, 11 Seiten, die vollständig zweisprachig sind, 6 teilweise zweisprachig und es gibt 8 Seiten, die nur auf Polnisch sind. Wir haben vor einigen Jahren wirklich schon darauf geachtet, dass die Seiten, die wir als Minderheit bearbeiten, dass wir diese Seiten zweisprachig haben, mit dem Fokus, dass es wirklich die meisten Artikel auch auf Deutsch erscheinen. Wir hatten das früher tatsächlich nicht so gehabt oder nicht so realisiert, dass wir hatten mehrere Beiträge, entweder nur Polnisch oder teilweise Polnisch und ein bisschen Deutsch oder ein paar Beiträge tatsächlich nur auf Deutsch. Und wir, als ich in der SKGD gearbeitet habe und damals auch der Pressesprecher von VDG, hatten uns so ein Ziel gesetzt, dass die Seiten tatsächlich zweisprachig sein sollten, dass man eben den deutschen Inhalt nicht vergisst. Weil sehr oft denkt man, okay, wenn man die Sprache nicht im Alltag nutzt, wenn man die Sprache nicht als die Sprache sieht, die wichtig für die Menschen ist, weil man Polnisch sprechen kann, dann kann man die polnische Seite lesen, dann braucht man eben den deutschen Inhalt nicht. Aber wir sind davon ausgegangen, wenn wir die Sprache weitergeben wollen, auch denen, die das zurzeit nicht benutzen, müssen wir auch die Inhalte in der deutschen Sprache vorbereiten. Und ich habe jetzt festgestellt, nachdem ich mir die Seiten jetzt letztens angeschaut habe, dass früher schon ein Problem gab, dass wir Inhalte in 2 Sprachen zu liefern, damit wir überhaupt diese Inhalte von anderen bekommen. Mittlerweile, wenn ich sehe, dass die Mitarbeiter Informationen über die Minderheit oder die Projekte, die wir realisieren, veröffentlichen, machen sie das zweisprachig und die meckern mittlerweile nicht, dass sie das noch entweder ins Polnische oder in Deutsche übersetzen müssen. Und das ist schon ein großer Fortschritt bei uns, vor allem wenn man denkt, dass wir sehr oft nicht die deutsche Sprache in der Öffentlichkeit verwenden, weil es für viele einfacher ist, Polnisch zu sprechen. Dann habe ich mir 9 Seiten angeschaut, öffentliche Einrichtungen in der Woiwodschaft Oppeln. Also das wäre zum Beispiel das Marschallamt, das wäre zum Beispiel die Oppelner Philharmonie. Also das sind so Institutionen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und da muss ich leider sagen, dass die meisten Seiten leider nur auf Polnisch sind. Und nur 3 Seiten sind teilweise zweisprachig, aber quasi das sind nur Elemente der Zweisprachigkeit. In dem Sinne, es sind so Informationen, damit man weiß, auf welcher Seite man eigentlich ist, ja, in dem Sinne. Und dann habe ich mir eben die Internetseiten der Gemeinde mit der Hilfssprache angeschaut. Und von den 28 Gemeinden, die wir hier genannt haben, haben 8 keine deutschsprachige Version der Seite. Wahrscheinlich, weil sie gedacht haben, okay, wir sind in Polen, wir brauchen keine deutschsprachige Version der Seite. 17 verwenden Google Translate als Tool und das wird bei den Internetseiten schon genutzt, obwohl man schon feststellen muss, dass es noch nicht super auf einem sprachlichen Niveau, wo wir das so erwarten würden. Und nur eine Seite bot Inhalte im korrekten Deutsch, also es hat jemand übersetzt, hat sich jemand Gedanken gemacht, wie man das auch wirklich auf Deutsch präsentieren sollte.
Also wie Sie sehen, das sieht nicht so rosig aus, aber es sieht teilweise auch nicht so schlimm aus, weil zumindest bei den Gemeinden mit der Hilfssprache hat man zumindest das Gefühl, dass sie daran denken, auch die Internetseite in der deutschen Sprache auch anzubieten für diejenigen, die das tatsächlich nutzen möchten. Was sind die Herausforderungen, die wir sehen bei den Internetseiten in der deutschen Sprache und in der Minderheitensprache? Also erstmal organisatorische Herausforderungen, Mangel an Ressourcen und Personal. Wir sehen mittlerweile, dass wir das Problem haben, dass wir nicht so viele Mitarbeiter haben. Oder andersrum, wir haben Mitarbeiter, die in den Organisationen, die Mitarbeiter haben, die können das schon vorbereiten. Aber wir haben mehrere Organisationen, die keine Mitarbeiter haben. Und deshalb bereiten eben diese Organisationen keine oder weniger Content in der deutschen Sprache, weil es für sie umständlich ist. Man muss auch bedenken, dass die meisten kleinen Organisationen, die keine Mitarbeiter haben, in Polen, das sind Organisationen, vor allem, wo die Älteren unterwegs sind. Also sie haben dann auch keine Kompetenzen, so eine Internetseite zu führen. Und das ist halt das Problem, was wir bei den einigen Seiten der deutschen Minderheit tatsächlich haben. Aber auch in vielen Gemeinden oder vielen Institutionen eben keine Menschen, die sich damit beschäftigen wollen, oder es gibt eben keinen Bedarf, so eine Seite in der deutschen Sprache vorzubereiten. Technische Herausforderungen, ungenaue Übersetzungen bei Google Translate, das sehen wir mittlerweile, glaube ich, alle, das muss ich nicht nennen. Und dann zusätzlich auch Kosten, wenn man das so wirklich gut übersetzen möchte, kostet dann das relativ viel und nicht viele können sich das als Organisation, aber auch nicht viele Institutionen wollen sich das tatsächlich leisten. Und die Entwicklung und Pflege von mehrsprachigen Webseiten ist einfach aufwendiger und teurer als einsprachige Webseiten. Kulturelle Herausforderungen, niedrige Sprachkompetenz, eben aus den historischen gesehen, weil viele Mitglieder der Minderheit ihre Sprache nicht ausreichend beherrschen, um die Inhalte auch sinnvoll zu nutzen. Also wir sehen auch, dass wir, auch wenn wir die Inhalte in 2 Sprachen vorbereiten, dass doch eher die polnischen Inhalte gelesen werden als die deutschen, obwohl man sieht schon bei den jüngeren Generationen, dass sie dann unterschiedlich damit klarkommen und manchmal lesen sie einfach Deutsch, manchmal lesen sie einfach Polnisch. Einstellung zur Sprache. Einige Mitglieder der Minderheiten sehen die Nutzung ihrer Sprache als weniger relevant und praktikabel im digitalen Zeitalter an. Das hängt damit zusammen, man kann einfach auf Facebook klicken, bitte übersetzen und man muss sich dann nicht Gedanken machen, ob es in Deutsch ist oder eben nicht. Und nutzen gesellschaftliche, politische Herausforderungen. Das ist das Wichtigste, weil wir sehen, es fehlen eben gesetzliche Verpflichtungen, weil in vielen Regionen fehlt eben eine rechtliche Grundlage, die öffentlichen Institutionen zur Bereitstellung von Inhalten in Minderheitensprachen zu zwingen, damit die Institutionen das tatsächlich auch in der Minderheitensprache präsentieren. Man spürt da keinen Druck, sowohl von der Regierung als auch von den regionalen Regierungen. Man sieht das nicht als wirklich nötig an. Und daran muss man tatsächlich wirklich arbeiten, damit auch die Institutionen, vor allem dort, wo die Minderheiten leben, auch in der Minderheitensprachen ihre Inhalte präsentieren. Okay, gut. Dann versuche ich das noch zusammenzufassen. Die Lösungsansätze, kurz gesagt, Organisationen müssen Inhalte konsequent zweisprachig erstellen. Die öffentlichen Einrichtungen müssen verpflichtet werden zur Mehrsprachigkeit und Technologie, bessere Übersetzungstools, KI-Integration, das müsste man noch mehr einbinden. Und vor allem in Bezug auf die deutsche Minderheit müsste man wahrscheinlich mehr Kampagnen für Mehrsprachigkeit und Anreize schaffen, damit man mehr die deutsche Sprache in der Öffentlichkeit nutzt. Und es gibt ein paar offene Fragen, die sich man bei der Veröffentlichung der Internetseiten in der deutschen oder in der Minderheitensprache stellen sollte. Kann uns da die künstliche Intelligenz helfen und wenn ja, wie? Und wenn ja,
sollen die Menschen dabei vergessen, in der deutschen Sprache zu denken, weil aus meiner Sicht, wenn die künstliche Intelligenz für uns die Minderheit oder die Benutzung der Minderheitensprache übernimmt, was werden wir dann als Minderheit machen und wie werden wir die Sprache weitergeben? So, Dankeschön. Dankeschön. I think we have no time for questions. No? Gut. Aber Johanna hat eine Frage an das Publikum mitgegeben, für zu Hause nachzudenken, dass jeder für seine eigene Minderheit diese Frage auch beantwortet. Einen vielen herzlichen Dank an die Referenten und auch an das Publikum und uns noch einen schönen Nachmittag. Dankeschön. Hizkuntza balio eta gaurko azken txanpa ere bai. Eta azken txanpa honetan, 3 hitzartze eta lankidei eskerrak eman beste behin ere, holtza hau ere atonduta izateak ere baduelako bere garrantzia. Eta esandakoa, azken txanpari ekingo diogu, datozela beraz, prest ikusten ditut, gerturatzeko, aurrera beraz, Izaro Navas Sarasua, ekonomilaria, zatoz, txalo bat, mesedez. Amaia Balda Etxarte ere, gerturatuko zaigu. Gehi ikerketa proiektuaren ardura izan du, egun, Emun Kooperatibako koordinatzaile orokorra denak, presiditu biak, eta zuekin baita ere, Eli Ponbo Aramendi, Jametza enpresako zuzendaria, txalo bat zuri ere, Eli, eta zeu hona da hitza. Bueno, kaixo, nire gradu amaierako lana hizkuntzen balio ekonomikoaren azterketa konparatiboan inguruan egin dut, eta sartu ditut euskera, valentziera eta galiziera. Eta galetuko ez zergatik, hizkuntza eta ekonomiaren inguruko azterketa hau. Informazioa eta datu batzuk bagenituen eta berriak horren inguruan, baina ikusi genuen horren inguruko hutsunea bazegoela eta bazegoela horren inguruan lan egiteko, ikertzeko hutsune bat, eta hortatik abiatu genuen ikerketa hau. Datu bilketa horretatik lehenik eta ben ikusi genuen datu batzuk bazaudela, eta euskararen inguruan adibidez Euskal Autonomia Erkidegoan euskararekin sortzen ziren enplegu kopuruak 56.000 lanpostu inguru zirela, eta bazirela ere sortzen zela hizkuntzaren inguruan 2.800 milioi inguruko barne produktu gordina. Hala ere, Grinek 2003 urtean hizkuntzaren ekonomiaren inguruko azterketak ere egin zituen, eta 4 atal bereizi zituen, Eta gure ikerketa hau sartzen da hizkuntza baten erabileraren eta jarduera ekonomikoaren arteko lotura atalean, eta gurean Euskal Herri mailan ere hizkuntza edo euskararekiko ere beste ikerketa batzuk egin ditu zendoiak, eta azkenek egin zuen azkeneko lana 2000 urtean izan zen, eta bertan euskararen balio ekonomikoaren neurketa hurbilpen bat egin zuen, eta bere hurbilpen horren arabera kalkulatu zuen euskarari loturiko BPG-a Euskal Herrian 2,5%koa zela, eta euskararekin lotuta 20.000 lanpostu sortzen zirela. Datu eta azterketa hau egiterako garaian erabili diren aldagai ekonomikoak izan dira balio erantzi gordina eta lanpostuak, eta horren bitartez gero aipatuko ditudan ondorioak atera dira. Nola egin da ikerketa hau, hasiera batean lagina mugatu behar izan genuen lurralde eta hizkuntzen inguruan, eta ikusi genuen bazaudela ikerketak euskararen inguruan Nafarroa mailan eta Euskal Autonomia Erkidego mailan, baina Espainia mailan valentzieraren hizkuntzaren inguruan ere bazegoela horren inguruko azterketa bat, eta galizieraren inguruan ere bazegoela.
Eta horren inguruko datuak behatu eta aztertu genituen, zein datu izan zitekeen konparagarriak hizkuntzen arteko konparaketa hori egin ahal izateko. Eta hor barnean definitu genituen 4 industria ezberdinez, hizkuntzaren industria, kultura eta hedabideen industria, hezkuntzaren industria eta administrazio publikoa. Eta datu bilketa egin ostean, bi teknika erabili dira, taula orokorrenetatik zehatzenetara sartzea, eta gero datuen moldaketa. Eta azkenik, datu horien erabilera eginez desberdintasunak ikusi genituen, eta desberdintasun diegarri horiei jarraitzen, junginen arrazoiera edo zergatik ematen ziren desberdintasun horiek hizkuntzen artean. Haue dira aipatu ditudan sektoreak, eta sektore horien barruan ere beste azpi sektore batzuk egongo lirateke. Aipatzekoa da, adibidez kultura eta hedabideen industriaren barnean, bertsolaritza azpi sektorea dugula, baina beste hizkuntza batzuetan ez dela hori ematen, ez? Orduan, badaudela hutsune batzuk hor, ezin izan ditugunak konparatu. Eta emaitza orokorrei dagokionez, hau izango zen lan guztiaren datu taula garrantzitsuenetariko bat, ez, edo laburpen bat, ez? Eta ikusi daiteke horra, azpimarraturik, kultura eta hedabideen industrian, enpleguaren ehunekoetan Galiziera nagusitzen dela, eta baita barne baliorantzi gordinean ere, naiz eta euskerak ere jarraitzen dion gertutik Euskal Autonomia Erkidegoan. Hizkuntzaren industrian ere euskera nagusitzen da Euskal Autonomia Erkidegoan. Hezkuntza eta unibertsitate arloko jardueran nahiko parekatuak ikus daitezke datuak, eta azkenik administrazio publikoan Galiziera nagusitzen da, naiz eta euskeraren inguruan Nafarroan ere nabaritzen den eragin hori. Hizkuntzaren industriari dagokionez, aipatu dugu Galizieraren euskararen nagusitasuna Euskal Autonomia Erkidegoan, baina nondik dator, ez, nagusitasun hori, zergatik ematen da sektore horretan enplegu kopuru hori edo baliorantzi gordinaren ehuneko hori. Ikusi daitezke, irakaskuntzatik datorrela nagusitasun hori, baina irakaskuntzaren barnean ere gehiago sakonduz ikusi genuen euskararen irakaskuntzatik euskaltegietan ematen zela edo arrazoia hortzegoela. Hori Euskal Autonomia Erkidegoan. Baina, Nafarroan ere euskararen inguruan, euskararen irakaskuntzaren industriaren barnean, euskararen irakaskuntzan ematen zen ehunekoaren garrantzi handiena, bigarren tokian hizkuntza teknologiak ikusiz. Eta euskararen irakaskuntzaren barruan, berriz ere, Nafarroan euskaltegiek zuten garrantzia hori. Kultura eta hedabideen industriari dagokionez, Galizieraren nagusitasuna ikusi daiteke, Galiziera da kultura eta hedabideen industrian enplegu kopuru gehien edo ehunekoetan gehien sortzen dituen lanpostu horiek eta baliorantzi gordinean ere. Eta zergatik edo nondik dator arte eszenikoetan ematen zen Galizieraren garrantzia hori, baino zehazki arte eszenikoetako laguntzaileak kultur sorkuntza eta ikuskizun aretoen kudeaketatik zetorren garrantzia hori edo enpleguaren sortzen den enpleguaren ehuneko handi hori edo baliorantzi gordinaren bataz besteko handi hori. Hezkuntzaren industriari dagokionez, aipatu dugu ehunekoak nahiko antzekoak direla, baina ikusi daiteke ere horrez nabarmentzen da, ez deigarri egiten da aurretan lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan euskararekin euskararen ehunekoak lanpostuen eta baliorantzi gordinean, baina baita Euskal Autonomia Erkidegoan unibertsitateko hezkuntzean. Administrazio publikoari dagokionez, desberdintasun nahiko nabarmena ikusi daiteke Galizieran, ez? Administrazio publikoa banatuko litzake hizkuntza arloko baliabideetan eta kultura arloetako baliabideetan, eta horren barnean Galiziaren nagusitasuna nahiko nabarmena da kultura arloetako baliabideetan. Zehazki, kulturaren sustapenean, 1989 enplegu sortu ziren, ehunekoaren enplegu guztiaren ehuneko 82,5 eta baliorantzi gordinean 1.000 eurotan 98.000 euroko ekoizpena edo balioa egon zen. Eta ehunekoetan guztitik ehuneko 82,6 izango litzakena. Hala ere, jakin nahi izan genuen ere, sektore publikoak eta pribatuaren arteko garrantzia edo zenbatekoa zen,
Eta nabarmendu genuen, edo ikusi genuen egote esan da, euskerak eremu pribatuan garrantzia handiagoa zuela, eta Valentziera eta Galiziaren kasuan publikoa zegoela hor gehien nagusitzen zena, ez? Gero aipatuko ditut, zeintzuk igual izan daitezken horren hipotesiak. Sektore publikoko enpleguak hezkuntzaren industrian behatuz gero, Euskal Autonomia Erkidego mailan, euskararen irakaskuntzan lanpostu pribatuak sortzen dira dexente, eta horren barruan berriz ere euskaltegiak ikusi ditzakegu. Nafarroan ere berriz ere lanpostu pribatuak dira hezkuntzaren industrian gehien nabarmentzen direnak, eta horren barnean euskaltegiak. Enpleguak eta hezkuntzan unibertsitateko arloko jardueretan, euskararen eta EAen lehen azpimarratu dut, haur eta lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzatik ematen direla lanpostu pribatu gehienak. Eta hemen Nafarroan ere, haur lehen eta bigarren hezkuntzan nabarmentzen dira datu horiek. Eta azkenik, lanaren edo balio erantzi gordina lanpostuko kalkuloa egin genuen momentuan, sektoreka ere desberdintasunak ikusi genituen, eta hizkuntzaren industrian galizierak sortuko lituzke ere milaka eurotan balio erantzi gordin gehiena lanpostuko, kultura eta adibideen industrian euskera izango litzake nagusi Euskal Autonomia Erkidegoan, eta hezkuntzan galiziera eta administrazio publikoan hor nahiko parekatuta ikusi daiteke. Hala ere, guztira, esan daiteke, galiziera dela balio erantzi gordin gehiena sortzen duena lanpostuko. Hor ikusi daiteke ere, beja edo balio erantzi gordina lanpostuko kultura eta adibideen industriaren barnean euskeran oso deigarria dela hedabidek sortzen duten balio erantzi gordin hori, eta totalean ere horrela adierazten da. Azkenik, lau hizkuntzak berriro alderaketa eginez, deigarria da herri administrazioan eta menpeko erakunde autonomen kultura arloetako baliabideetan euskerak Nafarroan duen balio edo hori, 81,88rekin, eta totalean ere nagusitu egiten da. Zeintzuk izan dira lanaren ondorio nagusiak? Esandako laburpena edo egiten, hizkuntzaren industriak euskeran garrantzia handia duela, eta esan daitekeela Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan duen garrantzia hau euskaltegiengatik izan daitekeela, kultura eta adibideen industrietan garrantzia handia duela galizierak, eta bertan arrazoi nagusia izan litekeela arte eszeniko eta ikusentzunezkoa daudela atzetik, hezkuntzan nahiko antzekoak direla datuak, administrazio publikoan galiziera dela nagusi eta kultura arloak edo duela garrantzia hori, eta sektore publiko eta pribatuaren arteko konparaketa egiterako garaian erdia baino gehiago da, sektore pribatua erdia baino gehiago da Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan, eta euskaltegi pribatuen garrantzia nabarmendu daiteke horren atzean, baita ikastolen garrantzia aurlen eta bigarren hezkuntzan, eta hau suposizio bat edo izan daiteke ez, atzean militantzia edo bolondres lana sortutako lanpostuak eta balio erantzi gordina egon litezkeela beste hizkuntzekin konparatuz, ez? Agian egoera txarragoa edo izan beste hizkuntzekiko, militantzia eta bolondres lan hori handiagoa dela euskararen inguruan Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta azkenik lanpostuko balio erantzi gordinari dagokienez, aipatzekoa dela Euskal Autonomia Erkidegoan euskarazko komunikabidek eta Nafarroan euskarari loturiko administrazio publikoko lanpostuek sortzen duten balio hori. Eta etorkizuneko galderak izango litzakenak ez. Euskara hizkuntza gutxitua eta eremurriko hizkuntza izanik, zein da gaztelania edo frantsesa edo ingelesaren balio ekonomikoa Euskal Herrian ez? Berez hizkuntza nagusia edo Euskal Herriko hizkuntza izanik euskera, berez handiago izan beharko luke euskararen balio hori, baina zein izango litzake ez? Beste hizkuntzen alboan euskarak duen garrantzia edo balioa. Eta, ikuspegi globalagoa edo beharko litzakela egitea ikerketa honetan, edo urrengo etorkizuneko edo ikerketan inguruan
garrantzitsua izango litzatekeela horiek aztertzea. Eta azkenik, hau Hego Euskal Herrian zentraturiko ikerketa da, baina Ipar Euskal Herrian ere euskararen presentzia handia dela, eta interesagarria izango litzakeela bertan balio ekonomikoa, euskararen balio ekonomika nondik datorren eta nolakoa den jakitea, ez? Eta interesagarria izango litzakeela sehaska edo AEKak edo duten garrantzia edo balio ekonomikoa bertan aztertzea. Eta, ikerketa txosten batzutan oinarritua izan da, Galizieran, Valentzieran eta Euskeran, Nafarroan eta Euskal Autonomian Erkidegoan egindakoak, baino egia da datu gutxi daudela oraindik horren inguruan eta urte zehatzetakoak direla, eta ez dagoela jarraipen bat horren inguruan eginda, orduan, interesgarria izango litzatekeela ere evoluzioa edo izan duen evoluzioa aztertzea horren inguruan. Eta hori izan dena, eskerrik asko. Arratsaldeon. Gehi ikerketaren inguruko azalpena emango dizuet. Euskara planak lehiakortasunerako palanka diala aipatzen dugu. Testuingurua emateagatik, jende asko zaudete kanpokoak, Euskara planak dira erakundeetan, izan enpresak, izan administrazioan garatzen ditugun planak, euskararen erabilera indartzeko, eta egin duguna izan da ikerketa honetan euskara planek zer nolako ekarpena egiten dioten lehiakortasunari. Lotu ditugu, oso urrun ikusten ditugun bi alderdi horiek. Euskara planak enpresari beste ekarpen batzuk egiten dizkio. Nondik dator euskara planak eta lehiakortasunaren kontzeptua elkarri begira jartzeko nahia edo ideia hau, ez? Intuizio batetik abiatzen da. Orain dela hamarkada batzuk, euskara planak martxan jarri genitunean, kooperatibetan, hasierako lehendakari batzuek bazuten intuizio bat, eta intuizio horrek, beraien ustez, euskara planak martxan jarrita euskarari eta tokiko hizkuntzari ekarpena egingo genion, baina horrekin batera ere, pentsatzen zuten beste ekarpen batzuk ere jasoko zituela enpresak edo kooperatibak berak, ez? Eta orduan, ekarpen horiek teorizatzeko eta intuiziotik ikerketara pasatzeko saiakera izan da ikerketa hau. Hortaz, eta intuizio horri ikerketa forma emateko asmoz, gehi ikerketak, bi helburu dauzka, momentu honetan ikerketa ekintza parte hartzailea da, eta helburu bat jarri dugu, galdera bat. Eta ondoren, pixka bat esperimentazio faseari edo berritzeari dagokion helburu bat jarri dugu. Diagnostikoan, gure galdera nagusia izan da, euskara planek egindako ekarpenak, euskararen biziberritzetik haratago aztertzea. Eta bestetik, behin hori aztertuta, bigarren helburua esperimentazioari dagokiona da, eta hori ekintzari dagokion helburua ezarri dugu, eta zer egin dugu, hor erronka bat aukeratu dugu, eta euskara plana bera berritu edo aberastea bilatu dugu ikerketa honen bidez. Parte hartzaileak izan dira euskara planetan esperientzia luzea duten 4 kooperatiba, EIKA, Ikerlan, Danobat eta Fagor Elektronika, 4 dira kooperatibak, 3 dira industrialak eta beste bat enpresa teknologikoa, 3 dira gipuzkoarrak eta 1 bizkaitarra. Finantziazioa auki dugu Gipuzkoako Foru Aldundiari esker lortu ahal izan dugu finantziazioa. Hasi aurretik, kontzeptualizazioa gure txapel teorikoa edo da, ikerketa munduan marko teoriko moduan ezagutzen dana, guk batez ere lehiakortasunaren kontzeptua jorratu dugu, eta ikerketa zehar kontzeptu horri nondik begiratu diogun ebatzi dugu. Kontzeptu teoriko moduan, 20. mendean garatu zen lehiakortasuna, bereziki kapitalismoaren krisi garaietan, 20. mendeko 80. hamarkada arte lehiakortasunaren kontzeptua epe motzeko errentagarritasunarekin lotzen zen.
eta ekuazio horretan aldagai gutxi sartzen ziren, ez? Gaur egun ere oso nagusi direnak gure enpresetan. Hornitzaile merke erosi, lehiakideengandik bereizi, eta bezeroaren gogobetetzea lortu ahalik eta preziorik onenean. Gaur egunean ere ikuspegi hori gizartean ere oso zabalduta dago. Lehiakortasunaren kontzeptuaren garapenean autore ezagunenetarikoa Michael Porter izan zen, eta bere teorien bidez ikus dezakegu nola joan dan garatzen eta zabaltzen kontzeptua bera. 80. hamarkadan garatu eta zabaldu zen baliokatearen kontzeptua, eta hor enpresak eskaintzen duen hori nola egiten duen aztertu behar du. Nola diseinatu, nola produzitu, nola komerzializatu eta nola banatzen den produktua. Eta, hortik ateratako hobekuntzek pentsatzen genuen lehiakortasuna ekarriko zuela. Irudian ikusten dezuen bezala, adiera gero eta gehiago hartu ditu eta zabaltzen dijoa adiera hori, lehiakortasunaren adiera. Gerora nazioen abantailaren teoriaren arabera juntzan beste kontzeptu batzuk edo beste adiera batzuk batzen, eta kulturak eta balioek, enpresa hornitzaileak, azpiegiturak, horiek danak eragiten dutela lehiakortasunean, aipatzen da, eta aurrekoekin batera, interes taldeen kontzeptua gehitu zen, jabeen irabazietatik harago begiratzeko balio partekatuaren ikuspegia, langileen gogobetetzearen eragina ere azpimarratu zen, ingurumenak ere leku hartu zuen, eta gizarte erantzunkizunaren begiradatik bereziki, eta orkestraren ikuspegitik Euskal Herrira etorrita inplikazio sozialak eta ikasketa prozesuen garrantzia ere gehitzen joan da, ez? Ikusten dezue, nola lehiakortasunaren adiera irekitzen joan da, balio ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa 3 ardatz horiek edo bektore horiek kontuan hartzen dituena, eta guk egin duguna izan da lehiakortasuna hortik aztertu, bere adiera zabal hortatik. Eta kontzeptualizazioaren fase honetan, diagnostiko fasera igaro diren aldagai batzuk identifikatu ditugu. Beraz, diagnostiko faserako galdera nagusia izan da, Euskara planetatik ze aldagaietan egin dugu ekarpena, lehiakortasuna modu ireki horretan ulertuta, zertan edo ze aldagaietan egin duen ekarpena. Eta nola lortu dugun gainera ekarpen hori egitea. Diagnostiko fasean egin ditugu elkarrizketak, enpresa horietako langileekin, dokumentazioa aztertu dugu, hainbat urtetan Euskara planean garatu dian mugarriekin, eta lehiakortasunaren kontzeptuarekin identifikatu dira zer nolako ekarpenak egin zaizkion. Kontraste taldeak ere egin ditugu, eta esango nuke, azpimarratu nahiko nuke, prozesua bera izan dela oso aberasgarria, ze askotan enpresek galdera bera ere oso arrotz ikusi dute. Normalean identitatearekin lotzen delako hizkuntza, tokiko hizkuntza, gizartearek erantzunkizunarekin, orduan galdera bera eta lanketa bera izan da eraldatzailea. Hor ikusten dezue, 14 aldagai edo identifikatu dira, lehiakortasunaren eragina daukatenak, ez ditudanak aipatuko, baina batzuk dira kudeaketarekin lotura daukatenak, besteak langileekin eta beste batzuk gizartearekin lotura dutenak. Ondorioak, diagnostiko fase hortarako, Euskara planek bereziki aldagai hauetan egin dutela ekarpena 4 enpresa horiei dagokienez, aipatu dugu, 14 aldagai daudela, indar ezberdinekin atzematen dituztela garrantzia edo eragina hortan, eta 4 enpresa hauen kasuan, langileen parte hartzea, elkarlana, langileen ongizatea eta gogobetetzea, kolektibotasuna eta ludikotasuna, eta gizarte erantzunkizunari izan dira, gehien azpimarratu edo nabarmendu diran alderdiak edo ekarpenak. Jabetu gera proiektu aurrera eramateko moduek eragina handia dutela zeharka sortzen ditugun balio horietan, hizkuntza gure izatearen eta identitatearen parte esanguratsu bat dela eta ondorioz langileen gogobetetzean baduela eragina,
gertuko gizartearekiko erantzukizuna sentitzen dutela gure enpresek, erakundeek, eta euskaren bizi berritzea badagokiela uste dutela. Euskara ere muga moduan ikusten dute bereziki azkenaldi honetan arlo zehatz batzuetan, eta hori da talentuaren gaia, eta hor ikusten dugu talentuaren gaia birpentsatu beharra dagoela. Eta beste kaldetipe ikerketa hau egin ahal izan da, lehiakortasunen kontzeptu zabala nagusidan enpresetan, ez? Ze oso ikuspegi murritza balin badaukagu, errentagarritasunari begiratzen balin badiogu bakarrik, nekezagoa da euskararen ekarpen horiek ulertzea eta bilatzea ere bai. Esperimentazioa bigarren arloa izan da, eta hor, enpresa bakoitzak erabaki du euskara planetik enpresari ekarpena zertan egingo dion. Eta hor, ikuste duzu, dano baten langileen parte hartzea izan da, aukeratu den arloa, Fagor Elektronikak ekipoen lanketa, kohesioa landu da ikerlanen, eta ikan kolektibotasuna. Langileen parte hartzea dano baten, bi negozioetan egindan, eta hor euskara mikroplanak modu parte hartzailean egin dira, eta langileen konpromisoan eta lantegiko giroan eragin positibo bat lortu nahi izan da. Ekipoen lanketa berriz helburu baten edapena enpresa osora zabaltzeko metodologia probatu nahi izan da. Ekipoetako liderrak inplikatu, ekipo bakoitzak berarentzat helburu zehatzak definitu eta martxan jartzea eta jarraipena egitea, izan da bilatu nahi duguna. Kohesioa ikerlanen, hor ikerlan zentro teknologikoa da, jatorri eta kulturari dagokionez gero eta anitzagoa da enpresa bat da ikerlan, eta testuinguru horretan kohesioa indartzeko bideak aztertu, hizkuntza eta kulturaren inguruko hausnarketa bideratu, eta hortik ze ekarpen egin daitezken aztertu nahi dugu. Eta azkenik, eikan, kolektibotasuna, taldetasuna eta kolektibotasuna lantzeak, ikusten dute langileen implikazio eta ekarpena eta taldea lan egiteko gaitasuna handitzen dituela, eta esperimentatu da horrekin eikan. Eta ondoriotara etorrita, euskara planetik, enpresaren lehiakortasunari ere egiten dioten aldagai batzuetan, ekarpena egin dugula modu kontziente batean, Oin dela 27 urte modu inkostientean, martxan jarritu genitunean, euskara planak iruditzen zitzaigun, euskaren erabilera, zerbitzu eta lan hizkuntza moduan garatzen ari ginela, baina oain ikerketa honen bidez, ikusi ahal izan dugu, ze bestelako ekarpenak lortzen ari ginen, eta kontziente itea, enpresak eurak, beste ekarpen horien inguruan, beste balio batzuk ere emateko planei eurei. Euskara plana enpresaren erronka garatzeko aliatu garrantzitsua izan daitekela, begirada hortatik eta errealitatea horrela ulertzen balin badugu. Egiteko modua ere enpresaren egiteko modutik gertu egon behar dela, alegia euskara planek ere ezin dute iraultza ekarri, importantea da, enpresarentzako garrantzitsua da edo lehentasunezkoa da gai bat jorratzea eta enpresa bera inplikatzea lanketa horretan. Eta neurrikoa izan behar da aldaketa hori, ez dugu miraririk egiten alegia. Eta, metodologia baterako oinarriak jarri ditugu, diagnostikoan alde batetik aldagai horiek danak aztertuta iruditzen zaigu, ikasketarako bide edo ikertzeko bide bat zabaldu dela, aipatu ditugun gurpil horretan 14 aldagai horiek aztertzeko dia, eta beste kaldetipe metodologiaren inguruan, gure lan egiteko moduetan ere berrikuntzak etorriko diala iruditzen zaigu, eta jarraituko dugu esperimentatzen arlo honetan, eta ikasten, eta eraldatzen gure planak ere bai. Eta eskerrik asko. Orain nire txanda, ez dakit azkena izatea ona den edo txarra den.
nekatuta zaudutenez hankazartzeak egiten baitut segurazki ez zarete konturatuko, baina ez dakitzen bateko harreta jarriko zuen, baina eskerrik asko geratu zaten guztioi, egun guztiko jarduna eraman dezutelako eta ordu hauetan oraindik hemen zaudetelako. Tira, egun guztian zehar, ari gea hizkuntza ekonomiarekin lotzen, Izarok hizkuntza datu ekonomikotan ekarri digu, Amaiak gehi ikerketa hizkuntza lehiakortasun faktore gisa ulertzeko saiakera egiten duen ikerketa bezala aurkeztu digu, eta gaurko egunari amaiera emateko niri tokatzen zaidana da pixka bat jardunaldi hauetan aldarrikatzen edo antolatzaile diren Langune eta Fuenen partetik aldarrikatzen den balio kate horri edo hizkuntza arlo ekonomikoari lotuta ulertzeko modu horri forma edo azalpen batzuk ematea, ia ametsa Languneko kide den neurrian, bizkat gu daukagun esperientziatik edo gure bizipenetatik abiatuta. Langunek ordezkatzen duen sektoreak, lau azpisektore edo lau talde barnebiltzen ditu, hizkuntza teknologiak, hizkuntzen irakaskuntza, itzulpen sektorea eta edukiak. 2010-tik saiatzen ari da balio kate hori balioan jartzen, eta balio kate hori hori da, ez? Alde batetik ikerketa dago, ikerketa garapena eta berrikuntza. Ez du esan ikerketa garapen eta berrikuntza hori berdin zentru teknologikoak direnik, ze bazkotan igual parekotasun hori etortzen zaigu burura, edo zeinek egin dezake, edo esango nuke egin behar du, ez? Ikerketa garapen eta berrikuntza izan aholkularitza, izan formazio zentro, eta gero ikerketaren ostean dago aplikazioa ere. Eta hor, gaude enpresak eta erakunde desberdinak baita ere sektore desberdinetan. Eta azkenik, dago merkatua, edo azken finean hizkuntzak kudeatu behar dituen entitate oro. Hau izango litzateke baliokate orokorra, gure errealitatetik edo jametzaren errealitatetik tokatzen zaiguna gertuago da teknologiari buruz hitz egitea. Hizkuntza teknologien katea, hau bai izango litzateke ikerketa garapena eta berrikuntza zentru teknologikoei lotuta, eta aplikazioan ez gaude gu bakarrik, naiz eta gure aurkezpena denez gure izena dagoen, enpresa gehiago daude, baina gu iametza bezala aplikazioko zati horretan kokatuko ginateke, eta hizkuntzei dagokionez gure kasuan euskera lehenetziz edo euskerari balioa emanez, naiz eta beste hizkuntzetarako ere baliabideak eta bar errazteko lana edo egiten dugun bezeroentzat, ez? Eta norentzat egiten dugu lan, merkatua diela bezeroak, edo lehen esan bezala, hizkuntza kudeaketa behar duen entitate oro. Gure esperientziatik abiatuta, balio kate horretan zer arazo ikusten ditugu gure egunerokoan. Sarritan ikerketatik merkaturako jauzi bat dagoela, hau da, ikerketan dagoen teknologia hori, sarritan bezeroen beharretara guztiz ez dela egokitzen, edo bezeroen espektatibak ez dituela guztiz asetzen. Zergaitik gertatzen da neurri batean hori, igual bezeroen espektatiba horiek oinarrituta daudelako teknologia hegemonikoetatik jasotzen ditugun eredu eta referentziata, ez? ChatGPTek ingelesez egiten dituen, ematen dituen emaitzak euskerarekin lortzea baldimada gure helburua, igual gure espektatibak zapuzten dira, segunda ze teknologia daukagun eskuartean, ez? Eta gero dago beste faktore bat ere, sarritan hizkuntzen kudeaketan inbertitzeko kultura falta dela esango nuke, edo ohitua gaudela doakotasunaren kulturan. Baina arazoak aurre ikusten dian bezala, aukerak ere badaude, eta gure ustez aukerak ere batzuk badaude. Zentru teknologiko asko ditugu zorionez gure inguruan, lanean ari direnak eta ahalegin egiten dutenak euskarazko teknologiak aurrera egin dezan, itzulpenak lantzen, transkribapenak lantzen, hau sintesia lantzen, eta goizean zehar edo egunean zehar aipatu den beste aldagai bat ere, ekimen kolektiboa eta bolondrez lana, ez? Eta behin baino gehiagotan aipatu da gaurkoan ere, adibide garbi bat, Common Voice izan daiteke horren adibide bat, euskeraz ere,
horri bultzada emateko alegin bat eta abar azken urteetan badagoena. Administrazio publikoen partetik ere apustu egiten da ikerketa eta garapenaren alde. Espri, Foru Aldundiak badaude finantziazio modu desberdinak eta programak, hori ere garrantzitsua da. Garrantzitsua da ere euskaraz bizi nahi duen komunitate bat egotea, ze lehen ikusi dugun bezala balio kate horretan merkaturik ez badago, gainontzeko guztiak soberan gaude. Orduan badago, zorionez euskaraz bizi nahi duen komunitate bat, eta gure ustez software librea da beste aukera bat. Eta guain, saiatuko naiz azken puntu hori gehiago garatzen. Software librea esan genezake hizkuntza gutxituen aliatua dela. Leheno esaten nuenaren aritik, hau da, plataforma teknologiko handiek, Google eta bar, soluzio handiak eta teknologia aurreratuak eskaintzen dizkigute, baina euskara bezalako edo hizkuntza gutxituak bereientzat ez dira garrantzitsua, ez dira bereien negozio parametrotan ez dute ulertzen. Orduan ezinezkoa zaigu teknologia hori gure beharretara egokitzea. Moldaketak ezin ditugu egin, eta hori traba bat da. Aldiz, software librearen bidez, aukera daukagu hizkuntza komunitate desberdinen beharrei erantzuteko, kodearen gainean aldaketak egin ditzakegulako, besteak beste, hobekuntzak, gehikuntzak, era berean egindako ekarpenak komunitateari itzultzeko aukera daukagulako, eta orokorrean inbertsio txikiagoekin emaitzak lortzeko aukera daukagulako. Horregaitik, testu guzti hau emanda, gure kasuan, autuak edo erabakiak edo gure egunerokoan aplikatzen ditugun balioak dia guretzat euskara bereizgarria dela eta espezializazioa dela. Uste dugu norbaitek euskararen inguruko soluzioak behar baldin baditu besteak beste gure gana jotzeko autua har dezakeela. Software librea guretzat ere beste apustu eta erabaki bada, lehen esan dudan bezala aukera bat bihurtzen delako hizkuntza gutxituentzat. Garrantzitsua da bezeroari ere entzutea, beraz hizkuntzen kudeaketa eta teknologiari buruzko aholkularitza ere kokatzen dugu hor gure zerbitzuetan, eta horretarako garrantzitsua da ere gure kasuan languneren parte izatea, azken finean guk eskaini ezin deguna ere, languneren bidez, beste enpresa bazkideekin lankidetzan ere egin dezakegulako. Eta garrantzitsua baita ere finantziazioaren gaia. Hau da, sarritan bezeroek behar dute, eta beharrezkoa da, ikerketan inbertitzea, bereien proiektuak garatzeko finantziazioa lortzea, eta horretan ere saiatzen gera laguntzen, gure merkatu honetan hori ere garrantzitsua delako. Orduan gure kasuan euskara bereizgarria da, izan daiteke, gure kasuan hala da, zergaitik esaten ari gean guztiagaitik, hau da, badagolako segmentu bat euskaraz bizi nahi duena, eta horrek zerbitzu eta behar batzuk dituelako, teknologikoak ere. Beraz, espezializaziorako aukera bat ematen du. Gure kasuan, era berean, teknologia lantzeaz gain komunikazioa ere lantzen dugu, eta oraindik orain gai honetan garrantzitsua da gizartearen ahalduntzea eta mezuaren divulgazioa, euskararen erabilera handitzeko, hizkuntzaren garrantzi eremu sozioekonomikoan ulertzeko, hizkuntzaren kudeaketa garrantzitsua dela lehiakortasun faktore bezala ulertzeko, orduan divulgazio horretan aritzea ere gurentzat motivazioa da. Eta azken finean ulertzen dugulako gai honekin gizarteari ekarpena egiten diogula, ez? Euskaraz prentsatutako proiektuak bultzatzea gustatzen zaigu, normalean izaten dira euskarazko edukia IKT bidez, teknologia berrien bidez zabaltzea helburu dutenak, gazteen artean euskararen erabilera bultzatzea helburu duten proiektuak, eta abar. Eta balio kate honen aplikazioaren adibide gisa, komentatu dut software librearen gaia eta hizkuntzarekiko egiten dugun apustua. Bi gai horiek batuz dakarkit balio kate horren aplikazioaren adibide bat. Azken urteetan, gure kasuan, apustu egin dugu Nextcloud bezalako software libre batengatik, eta saiatzen ari geana da horri hizkuntza teknologian kapa edo gehitzen. Zer da Nextcloud? Nextcloud da, esango genuke, bulego virtual baten funtzionamentua aurrera eramateko software bat. Jarri ditut hor parentesiz artean Googleen ekibalenteak izan daitezkenak, ez?
Dauka fitxategien modulua, drive bat izan daitekena, egutegia, kalendar bezala ulertu daitekena, galdetegiak forms, e-posta, Gmail, orduan, Googleen plataforma erabili ordez, alternatiba bat software librean oinarrituta, eta noski euskeraz ere badagoena. Odei propioa sortzeko aukera ematen duena, beraz datuen pribatutasuna eta burujabetza bermatzeko modu bat da. Eta guk duela urte batzu, pixkat hau bultzatzeko erabaki hartu genuen. Hizkuntza teknologiak hemen nola enkajatzen dute? Nextcloud baldin bada bulego virtual bat martxan jartzeko software bat, ulertu behar dugu software hori dela negozio bat edo eguneroko aktibidadean erabiltzeko tresna bat, tresna teknologiko bat. Eta hor, gure eguneroko aktibidadean, gure negozioentzat baldin bada garrantzitsua hizkuntza kudeatzea, beharrezkoa izango da hizkuntza kudeaketa hori bertan ere integratuta izatea. Nextcloudek eskaintzen ditu aukera orokorrak esango genuke, eta guk saiatzen ari geana da euskararen enfasi edo begirada hori jartzen, ez? Erakundeen hizkuntza beharrak aztertzen, bezeroek egin beharko dute zerbitzu horiek kontratatu, oin ikusiko dugu, ze zerbitzu izan daitezken, eta gure zeregina izango litzateke nahi dituzten zerbitzu horien gaineko integrazioa edo lantzea. Horretarako, lortu nahi duguna da pixkat independentea izango den zerbitzu bat, horretarako garatzen ari geana da atari bat modu independentean edo funtzionatuko duena, zerbitzu desberdinak kontratatu ahal izateko, edo zerbitzu desberdinak kontratatuta, API kode, ni ez naiz teknikoa, orduan hankazartzea egiten teknikoki barkatuko diazue, baina ideia orokorra emango dizuet. Orduan, atari bat dago, atari horren bidez kontratatuta baldin baditugu zerbitzu desberdinak API kodea edo lortuko genuke, eta adibidez, Nextclouden gainean ere, konfigurazio hori egiterik izango genuke. Ze zerbitzu gabiltza integratzen? Alde batetik, OnlyOffice izango litzateke fitxategin modulu horretan, Word bat izango litzatekena, ez? OnlyOfficeko barneko itzulpenak, gu gaude idazten eta momentuan itzulpenak egiteko aukera, horretarako zerbitzu desberdinak eduki ditzakegu, Elujarren Elia, hizkuntza desberdinetan dagona, Libre Translate baita ere, momentuz daukagu gure instantzia propioarekin lotuta, eta gero DeepL. Fitxategien moduluan gainean baita ere dokumentuen gaineko itzulpenak egiteko aukera. Hor bat jarri dut DeepLek PDF itzulpenak bakarrik DeepLek onartzen dituela. Ideia da, guk baldin badaukagu dokumentu bat maketatuta, zuzenean ematea dokumentuari eta itzulpen osoa egitea. Horretarako Libre Translate eta DeepL izango genituzke. Eta transkribapenak ere, fitxategien moduluan, horretarako Elujarren aditu eduki dezakegu. Eta hemen daude kaptura batzuk, erakusten dutenak, batetik fitxategien modularen gainean, zein izango litzateken funtzionamentua, dokumentu bat aukeratu eta horren itzulpena lortzea, eta OnlyOfficeko dokumentuaren barnean, ezkerreko menuan hor daukazute itzultzeko aukera, zuzenean itzulpenak egiteko. Azken finean da, berez hor izan ditzakegun zerbitzua gure eguneroko tresna batean integratzea. Eta iruditzen zitzaigun gure zeregina edo gu aplikazioan gauden neurrian, adibide polita zela, balio kate horren bukaera hori edo ikusteko. Eta norbaitek interesa izango balu demo bat egiteko edo azalpen zehatzagoak emateko, edo teknikoki azalpen sakonagoak emateko, inolako arazori gabe eta gustu handiz egingo genuke. Eskerrik asko. Galderarik, zaten diate? Bai? Tartetxo bat badaukagu. It's not a question, it's more a statement. I think it's
it's not a good day today because we are here to learn. We are an international audience. And if you say, for example, you don't want to tell us everything because we can read it on your presentation, monolingual presentations in German, in Basque, in other languages are not helpful if you have an international audience because the translation of the spoken word does not present us your content you are presenting us in the presentation. There were some topics which would be very important for my work, for example, but it's a waste of time to sit here and to look on monolingual presentations for an international audience. So I guess for you it's not the main topic to give us something to learn from you, but to show us that your language is, as all our languages, full capable to give presentations. Okay, that I learned, but I didn't learn anything on the content base, and that's not a good thing, and that I just wanted to share this feeling. I'm sorry for that, but that's why I'm not here. I wanted to learn something from you, and it would be nice to have an English subtitle, a bilingual presentation or something like that, but not a monolingual presentation I cannot understand. Bueno, ez dakit nik esan dezakena da, sentitze detela ez delako zuretzat erosoa. Nik bentsat aurkezpena egiterakoan pentsatu dudana da, hori, bada zegoela interpretazioa, aurkezpenak ere lehenagotik bidalia genitun eta bueno, hurrengorako kontuan hartzeko. Ederki, ekarpenak jasoak, beste iritzirik, galderarik. Azken txanpa honetan, gonbidatuei eskerrak, lasai ez dago presarik, agurtuko zaituztegu eta eskerrak emango dizkiogu gaur azalpenak eman dituzu zeuok, etzarete bakarrak izan, ikerketatik aplikaziora balio kate oso bat gure komunitateetako hezkuntzak eta ekonomiak indartzeko. Hori izan da, azken hizketagaia, baina gehiago ere izan ditugu egunean zehar, eta zer esan, gaurko lan eguna eta gero, bihar ere jarraipena izango duela guztionek, eta haratago joango gara, zer ikasteko asko izango dugu, pizgarri fiskalegi buruz hitz egingo dugu, euskal musika industriaz ere bai, eta beste hainbat kontu ere izango ditugu, tartean Olat Salvador musikaria bertan ere izango da. Mila esker, eitb.eusen bidez, hor bestaldean zaudeten guztioi, bihar ere, hemen nahi zaituztegu, eta nola ez, kongresu honetan, hizkuntzaren balioa aztertzen gabiltzan honetan, ekonomian dugun balio hau aztertzen gabiltzan honetan, gaur, hemen, Donostiako kursalean batu zareten guztioi, txalo bat zuentzako, eta esan dakoa, mila esker, bihar bueltan gara, eta bertan nahi zaituztegu.